Herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Es ist die drittschönste Zeit des Jahres mittlerweile. Es ist die drittschönste, weil die erste ist das Hardline. Korrekt. Die zweite ist es Fright Nights, haben wir festgestellt. Und die drittschönste Zeit des Jahres ist Le Christmas. Und was ist mit Halloween? Stimmt, dann ist die viertschönste Zeit des Jahres. Und mein Geburtstag, dann ist die fünftschönste. Den lassen wir außen vor, bitte. Du hältst deinen Schnauzer. Ja, wir sind wieder am Start, machen ein Weihnachtsspecial nur für euch. Haben wir wieder mal keine Mühen gescheut. Und zaubern da was ganz Zauberhaftes, nämlich ein Glühbier. Beste Action, die wir irgendwas gemacht haben an Weihnachten. Das wird fantastisch schmecken. Ich bin schon gespannt. Es dauert wahrscheinlich ja 3 Stunden, bis das Glühbier Das wird irre, was wir für einen Aufwand in der Küche nachher noch haben. Das ist, also ich kann es nicht empfehlen, dass man das nachmacht. Lieber kauft euch ein fertiges, das man gerade mal aufkocht. Aber wir machen es selber für euch. Und ihr werdet euch wundern, warum sind der Geitboy dabei? Weil der Mike und der Corby absolute Grinches sind und nicht dabei sein wollen. Und die machen halt, glaube ich, soweit ich das mitgekriegt habe, Schwulenschere. Ja, als Zeichen ihres Hasses gegenüber Weihnachten. Genau. Aber somit habe ich jetzt mit großen Durchbruch. Vielleicht ist nur noch er da und die anderen zwei puppen aus. Feindliche Übernahme. Ja, genau. Er ist der Putin des Podcastings. Er wird ganz langsam immer wieder weiter reingesneakt. So passiert das. Ja. Ja. Dann erstmal sagen, trinken wir mal Prost auf alle, die sich den Gramm anschauen. Cheers. Also auf uns 3. Ja. Der leck mich am Arsch. Oh Gott, ja. Das ist schön. Beim Seppi kriegt man nämlich immer nur abgestandenes Tonic Water, wenn man... Ich weiß nicht, Gin-Trinker kennen das Problem vielleicht, wenn man am Abend einen Gin aufmacht, dann trinkt man Flaschen gemütlich. Da braucht man meistens mehr als 1 Flaschen Tonic Water, dann wird die zweite notgezapft, aber die wird nicht ausgetrunken. 3 Monate später macht man das Gleiche und fängt mit der wieder an. So ist einfach regelmäßiger Saufer. Genau. Das ist korrekt, also mehr Saufen, mehr gut. Wie wundert es, dass du so wenig saust, weil du hast ja noch mehr Kontakt über den Podcast wie ich. Also wenn ich regelmäßig mit dem aufnehmen müsste, die war rotzevoll dauerhaft. Dauerhaft, schau dir mal Mama, die schwere Alkoholikerin wegen dem. Ich bin auf einem guten Weg. Ich schätze, dass ich 2026 ein Virtuose an Getränk wäre. Alles klar, Alligator. Oh Gott, das ist so kacke in Hals wieder mal. Aber ich glaube, das haben wir in jeder Halloween-Folge, zum Beispiel in jeder Weihnachtsfolge, dass wir schwitzen wie die Arschlöcher. Das sind aber diese wohlgeformten Pullis, die von Maschinen genäht werden aus Plastik. Ich bin Gott sei Dank ausgekommen, die hat mich einfach geweigert. Hartnäckig geweigert. Dafür habe ich jetzt wunderschöne Ohrringe. Was mit Weigern meint er, dass ich gesagt habe, ich bestelle uns einen Weihnachtspulli und hab's nicht da. Ja, genau. Seine Weigerung war meine Vergesslichkeit. Aber naja, was ist da? Ich hoffe, dass meiner von kleinen Kinderhände genäht worden ist, weil die nämlich feinere Maschen hinkriegen. Mit Sicherheit, so wird Da ausschauen. kommt nämlich dann noch weniger Luft durch. Danke dafür, asiatische kleine Das Kinder. Problem habe ich übrigens an die Füße, weil ich habe einen Adventskalender, wo jeden Tag ein Säcke drin ist und die haben auch alle aus Plastik gemacht. Aber da haben keine Nähte drin, das ist eine große Plastikstück. Das ist einfach eine Folie. Das ist eine Folie, ja. Das ist so eine Frischhaltefolie an die Füße. Das machst du doch eigentlich für so Kondome. Genau. Du hast eigentlich für so Fußkur oder selbst sicher nicht mehr gesetzt, oder? Oder halt zum Absägen von Haut. Apropos Adventskalender, also du gerade festgestellt, du hast noch einen, machst Ja, das zwei. Also So hart im Luxus, leg mich am Arsch. Brutal. jedes Jahr ein Adventskalender, wie schaut es aus bei euch? Ja. Ja, tatsächlich schon. Pflicht, bei mir auch Pflicht, absolut. Ich habe die letzten 2 Jahre sogar zweimal einen ähnlich gekriegt. Das waren beide Male Gin-Adventskalender. Voll geil. 24 verschiedene Bin ich Gins. War fast ein bisschen bombengeil. neidisch. Ja. Ein paar habe ich sogar immer noch, die können wir dann noch tasten. Oh ja, aber das machen wir dann offscreen, da die sagen. Ja, sowieso. Wenn wir dann auf einmal knockert sind und spielen. Nachdem wir das Glühbier auskotzt haben. Also, ihr habt bisher, habt ihr schon mal Erfahrung mit Glühbier gehabt? Ja, eine sehr gute. Also, Ich habe schon mal uns gebraut mit dem Glühwein damals. Der Frankie. hat uns, glaube ich, nicht so gerne. Ich habe es gefeiert. Ich habe einmal auf einer Silvesterparty uns gekriegt. Die Gastgeber waren nicht so amused, weil ich gesagt habe, die Scheiße saufen. Ich sage, ich bin schütz weg. Das war, Nach dem Probieren oder davor schon? nein, ich hab dann drungen und dann sage ich so, muss ich den Scheißdreck saufen oder kann ich den wegschütten? Und dann war Gott sei Dank einer da, der dann gesagt hat, du gehst saufen. Das ist schon echt schwierig. Ich glaube, also das ist ein bisschen rezeptabhängig. Ich glaube, heute haben wir richtig beschissen, weil wenn du schon einen Doppelbogen reinschütten musst, dann hast du eigentlich schon von vornherein verloren. Zum Kotzen. Es ist ja mit Kirschsaft auch. Ja, ich weiß nicht, was. Und eine halbe Zitrone. Ich glaube, dass da eine chemische Reaktion gibt und der Tisch dann so durchbrennt. Wahrscheinlich, ja. Zuerst der doof, dann der Tisch, ja.
Was war denn Das hört man dann so hinten auch knistern irgendwie. Dann Und so, irgendwann- hast du so viel gesoffen? Irgendwann laufst du meine Plastiksäcke durch. Schauen wir mal, wie gut das Plastik ist. Vielleicht ist das so Plastik, was du da hernimmst, wenn du Säure einschütten musst. So, dass es so nicht bei verletzt. Robocop, wenn er am Schluss in das Säurebecken. Ja, genau. Geile Robocop. Aber ohne Scheiß, entweder draußen eine Mützen, aber ich glaube, dass die Kinderhände Mütze eh nicht waschbar ist, aber diese ekelhaften Kotzflecken von der letzten Weihnachtsfeier irritieren mich da. Das ist das, wenn du beim Speim einen Springbrunnen machen möchtest. Ja, das ist, der Plan ist nicht ganz ausgereift. Nein, aber probieren wir es müssen. Was hast du denn sonst noch für Adventskalender schon mal gehabt, die erwähnenswert sind? Oder war das Highlight wirklich nur der Gymkalender bis Ja, jetzt? das ist natürlich das große Highlight für Und kaufst du die selber oder lässt die du da von jemandem beschenken? Ich bin meistens läuft es ja so, dass der Dezember nähert sich und dann nähere ich gerne einen Adventskalender und dann bin sie so lang, bis ich einen kriege und dann ist meistens so 7., 8. bis 12. Dezember und dann habe ich endlich einen oder zwei. Aber dann kannst du gleich einen Haufen aufmachen. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, wenn du es mit der Juliane zum Einkaufen vergisst, dass du am Boden liegst und streng das Gürtel uns gehen. Gleich strafst du dann immer mit Missachtung und dann ganz beleidigt. Liebesentzug ist super. Liebesentzug ist super. Passiv-aggressiv. Ja, der ist ganz gut. Der prägt Kinder überhaupt nicht, wenn sie Ja, Eltern natürlich, machen. Das ist lässig, ja. Und als Kind auch immer die Schoko-Dinger gehabt oder auch schon besondere? Nein, ich als Kind habe ich wirklich geil gekriegt. Meine Mom, große Props an meine Mom, die hat immer Ja, so, das ist von mir auch so Seppi Mom. riesen Dinge, haben da mit so Sackerl drin und haben einen Haufen geil Spritzer. Ein Advent Das von ist selber gemacht, oder was? er selber befüllt. Geil. Und da hat es doch, ich weiß nicht mehr, wie So die muss es anscheinend sein, wenn man eine liebende Mutter hat. da hat's Dafür haben wir uns. Da hat es so Autos gegeben, die sie dann zusammenstecken haben lassen zu riesen Dingen. Ja. Da waren dann immer mehr da drin. Und immer So ein geiler Scheiß, du Ja, Wichser. ja. Ich bin richtig neidisch. Ja, ich hab, Auf die als, ganze Kindheit neidisch. echt jetzt, du weißt schon, was so jetzt zu Weihnachten aufgekommen ist, was in seiner Kindheit war. Tu es nicht. Was? Ich hab ihn nicht da. Wer das wissen nicht, schaut die Folge von letztes Jahr. Wenn Die es ist- nur online ist. Die ist noch online, Da die waren, wird nicht niemals voll, offline. da waren nicht voll gute Witze drin, aber. Das war kein Witz nicht. Nein, aber. Das war dramatisch Aufarbeitung. Der Corby hat es als Witz verstanden. Für den Corby Ja, war im Kombi es war es der beste Witz für den aller Corby Zeiten. war's ultimativ lustig, ja. Der hat das sehr gefeiert. Corby ist anscheinend ein großer Fan von Kindsmissbrauch. Ja, brutal. Ich habe als Kind, muss ich sagen, immer nur die normale Code mit der Vollmilchschokolade zum Auftun. Aber ich finde, die Schokolade, die war so geil. Die war früher war die gut. Ich habe dann später, wie wir im Büro noch gearbeitet haben, wir von Lieferanten dann über euch gekriegt. Ja, die sind immer scheiße. Boah, lecker und widerlich. Das ist wie, die, glaube ich, haben die ja noch einmal gekauft, 1996 oder so, Ja. haben die dann 20 Jahre lang abgebaut. 20 Euro verteilt. Dann sind sie schon so einen weißen Schimmer gehabt, oder? Ja, Genau. Ja, das müssen die sein schön mit den Weihnachtsbeutel drauf, die Ja. so ausschauen wie so alte Gemälde, die so alte Leute ins Zimmer Du musst eingekippt den haben. schön auszuploppen kannst Ja. mit Toffifees. Die waren geil, die habe ich schon gefeiert. Ich habe ja fast noch jedes Jahr gehabt. Außer heuer habe ich mir einen Adventskalender-Turm von Kinderschokolade. Sehr geil, sehr geil. Da bin ich jetzt wieder Ja, drauf ich gekommen, habe dass vorher meine gesehen, da Mutter war gar ich nicht echt neidisch. Ich war kurz davor, dass ich da einfach ein Türchen aufmache. abhauen. Weil da sind Mini-Hanutas drin, aber jetzt mir wieder festgestellt, dass Hanuta gar nicht so scheiße ist, wie ich in Erinnerung gehabt habe. Irgendwie geht mit Knoppers ab und zu so. Da wenn ich ab und zu mal wieder so ein Knoppers erwisch, das Ding ist eigentlich voll geil. Knoppers ist Und dann schaue ich Weltklasse. dann auch mal 2 Jahre lang nicht an. Ich Ja. habe Knoppers Riegel. aber- Boah, leck. Die sind- ist so Die richtig. mit Ja. dem Karamell, oder? Ja, die Erdnuss, oh lecker. Die gibt es jetzt auch mit Kokos und dunkler Schokolade und so, da haben sie es richtig aufgefunden. Also die gehen richtig ab. Die gehen richtig ab. Hast du dann Partnerkalender auch schon mal gehabt? Definiere Partnerkalender. Mit einem Altlax. Ja. Also nicht quasi nur- nicht angefangen. Ja, aber groß vorsichtig. Ja. Nur Ploppen, nur Badplatten. Also noch nichts sexy Da geht Timekalender nach gehabt. Türchen, nach Zahlen, nach Millimeter, oder? Ja, genau. Steigerst Wird die. immer größer, das Ding. Wie man Die selber sind, einschlägt. die sind witzig, da sind gute Sachen drin. Das ist so Da wolltest du scheiße. jetzt eher so eine Art Man kann sich vor- Gags-Kalender. Nein, man kann sich vor Eisdee zum Beispiel und Ja, oder vor Amorelie und so. Genau, Das ist so richtig jetzt. cool, Das oder? sind 6 Gags. Das ist So mit 6 Cups im Mongo. Die sind nicht billig, aber da sind auch nützliche Sachen drin. Kostet über 100 Euro. Wir Nippelkleber waren mit drinnen. Nippelkleber oder Nippelklemmen? Nein, Kleber, also es waren so als Dass du so Hubschrauber machen kannst. Stripperin und du hast den Scheißdreck drauf. Ich weiß nicht, warum ich so einen Scheiß drinnen brauche. Oder so geile Schnür zum Zipfel abbinden und so ein Ja, Mist. war lecker, ja. ist richtig gut. Habe ich nie hergenommen. Nein, Nein, klar. Habe ich ja jetzt nicht dran. Ja. Hast du vielleicht das, was man mit dem Handy steuern kann oder sowas? Ah, das liegt da hinten. Ich habe so ein bisschen runtergefahren, weil das wird recht laut.
Aber werttechnisch, ich habe mir da mal ein bisschen eingelesen, weil da immer drin steht, ja, Spielzeug im Wert von, keine Ahnung, 300 €. Ja. Und dann war ich echt einmal so neugierig und habe mir die Mühe gemacht, weil ich wollte den auch schon mal herschenken und dann einfach nachgelesen und dann wirklich jedes einzelne Drum ausgesucht und dann so, Er ist eine richtig ruhige Sau. Ja, eine richtig ruhige Sau. Die andere Preise, weil er Prozente kriegt. Ja, genau. Kalender. Und ihr ruht erstmal sauber umeinander. wir müssen einfach halt drum gehen, weißt du, dass ich nachschaue, okay, was ist jetzt alles hier drin, ist das wirklich interessant. Weil wie du schon sagst, so Nippel abbicker, das interessiert keinen Schwanz nicht, also da kannst du nicht einmal wirklich was Schönes draus machen. Das ist Kerzen, meine, war dann auch noch drin. Ja, Massageöl, teilweise sind ja auch Kondome drinnen sind in den Kalender. Ja, toll. Ja, eben. Was das ist so. melden damit und spüren nichts mehr. Ja, eben. Das ist, also für die 3-4 Spielzeuge, die wo tatsächlich interessant sind, sage ich, okay, dann kaufen wir direkt gleich. Ja, das stimmt. Aber der Moment ist jetzt erst 24 Tage hintereinander immer was Neues drin hast. Schaffst du 24 Tage hintereinander mit deiner Partnerin Sex zu haben? Nicht jeden Das Tag dann- 3-mal, aber es funktioniert. Also zwischen 1 und 2 Mal der das Pro Tag? pro. Ja, mit seiner Frau. Nicht sehr genügsam. Weil er halt nicht jeden Tag 3-mal schafft, da muss ich wieder mit einspringen. Die kommt dann noch und wird die verprügeln. Das ist eh so ein Ding für uns. Das muss Deswegen das ist der jetzt schon geschmiert. Ja, genau. Das hat gesagt, also heute, wenn du kommst, dann hast du bitte gleich mal Schnür am Schwanz. Dann habe ich Ich hasse gesagt, das. dann hab ich gesagt, mach Ich verstehe die. ich. Soll ich da? Soll ich da? Liebe Macher, das Kannst ist du auch nicht rausschwitzen, oder? dumme Scheiße. Das ist viel zu viel im Wirtshaus. Wird das beste Leben. Aber du hast als Kind keinen besonderen Adventskalender gehabt, nur Schoki oder was? War wirklich immer nur der schlichte Schoki-Kalender, weil ich hab das dann durch Schulkameraden erfahren, dass die haben halt dann auch diese Playmobil-Kalender und so ein Zeug schon gehabt. Naja, die hat es dann später auch noch Aber da habe ich immer gesagt, ich fand eigentlich gar nicht so geil, weil es war lauter Krustehn. Wer stellt sich dann so ein Playmobil-Weihnachtsset irgendwo hier zum Spielen? Tatsächlich habe ich das finde einmal gehabt in meinen Kindern, so einen Playmobil-Weihnachtskalender. Und das war genauso gegangen. In erster Linie freust du dich über das Teil, weil du denkst, geil, Spielzeug. Und dann, ja, okay, da ist ein Rentier drin, da ist ein Schlitten Ja. drin, da ist ein Nikolaus drin. Ja, und wie oft im Jahr spielst du mit Nikolaus? Schwierig. Schwierig, Das gleiche ist aber mit den Lego-Kalender. Bin ich auch kein Fan davon. Brauche ich Gibt's jetzt auch die nicht. nicht, aber die gibt es ja mittlerweile schon thematisch, oder? Mit Ja, Star Wars. Harry Potter, Ja, Star Wars und dann das rein ist schon Weihnachtszeit. geil. Aber das ist halt auch so, das sind immer halt die dann, Kombi mit Weihnachten, oder? ja genau, das ist halt dann auch so eine Weihnachtskombi. Es ist ja nicht einfach nur normale Star Wars Figuren, sondern es ist halt ein Thema Weihnachten. Dann sage ich, ja, Darth Vader mit Nikolausmützen, Ja, sehr attraktiv. ja, super. Vielleicht, ich weiß nicht, ob die Figuren da draußen mal was wert werden, weil die ganzen Lego-Freaks, die sind auch immer aus Figuren sammeln. Ich glaube tatsächlich schon. Ich glaube, dass es da manche gibt, die wo jetzt wert Aber worden sind. haben die verpackt in dem Kalender drin? Weil es ist ja immer nur original verpackt, was wird. Nein, die tust aus, so ist es los immer nicht. Naja, dann wird es wahrscheinlich. Also du, 100 Pro kann ich jetzt nicht sagen, wir haben mal das angeschaut Ich glaub vom schon, dass Held der das Steine. verpackt ist, weil- Und der hat schon herausgehauen. Das ist teilweise so kleine Sätze und wenn du jetzt einfach so ein kleines 1x1 Steinchen drinnen hast, das ist ja gleich gut. Ja, ich weiß nicht, wie das innen drin nochmal ausschaut. Wie gesagt, der Held der Steine hat es schon ausgepackt gehabt. Okay. Aber ja, das sind so Dinge, ich bin da echt so der Fan von ein bisschen was Siesten. Oder einmal habe ich auch von der Ex-Freundin ein Ding gekriegt, auch selbst wie der Mann gemacht hat. Das war auch geil, da war auch lauter geiler Scheiß drinnen. Das ist stark. Figuren und so ein Zeug. Das war auch fett. Sowas war dann eher, wo dann wirklich Sachen drin sind, die ich auch brauchen kann. Und nicht der Darth Vader mit der Nikolaus haben, der Automongo. Beim zweiten Adventskalender ist übrigens jeden Tag ein anderes Bartpflegeprodukt drin. Echt? Für die Sehr- Sexuellen? sehr toll. Das habe ich mir auch gedacht. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Das ist mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ja, was du brauchst, kannst du mir geben. Ja, das sammelt schon. Das war aus der die uns kriegen, aus der Hauptpflegeset. Wobei bei dir ist dann schon wieder lächerlich, weil da haben so ganz kleine Flaschen halt drin. Weißt du, die Also du musst so die klangen dann gar nicht. und die haben wir halb voll. Dann kannst du vielleicht mit ihm da reinkriegen oder sowas. Ja, mein Gott. So ist denn da? Du musst ja den ganzen Dezember sammeln, die Dinge, und dann kannst du die einmal an Bord richten. Alles zusammengeschmissen für Arme. Also einen Gin-Adventskalender habe ich auch mal gehabt, aber der war, also die Gins selber waren eigentlich ziemlich geil, aber da waren dann auch so, so dickflüssige Dinge zum Mischen, wie heißt das? Ein Sirup, genauso, okay. Sirupse ist Mehrzahl, war das genau. Für Tonic Water oder was? Ja, genau, dass du dann ein bisschen Sirup noch mit reinschützt, aber da waren ekelhafte Sachen dabei bei dem Sirup-Scheiße, Pfui-Teufel. Ich glaube, den haben wir geholt vor 4 Jahren und eine so eine Sirupflasche ist halt noch da, weil das so ekelhaft war, dass wir es nicht hergenommen haben. Warum wirfst du es dann nicht weg? Ja, weil Also die 4 Jahre Verschwendung waren geht bestimmt nicht. nicht besser. Ja, Verschwendung geht nicht. Ich hätte es mal irgendwann von euch reingeschickt, heimlich. Ja, so wie wir das andere in dreckige Tonic Water und gekübelt, dass das wo so scheiße geschmeckt hat. Ja, soll ich machen. Ich werde es nicht saufen, den Scheiß. Und für die was umsonst. Also, ich fange jetzt schon mal nebenbei an mit der Arbeit. Ja, konzentriere dich bitte. Ich schneide jetzt erst mal wir brauchen nämlich eine halbe Zitrone, laut dem Rezept. Was haben wir da noch mit der anderen?
So wie mit meiner halberten Du kannst mir gleich eine Scheibe runterschneiden für mein Glas. im Kühlschrank lassen und dann Schau, noch hoch wie das Ski gedeiht. Ein Haar kriegt. hergeschnitten. Und der Vorlauf. Genau, und die anfaucht. Du möchtest für dein Chinchen Ja, eine bitte Scheibe? sehr, Herr Kanter. Dann haben wir es gleich mal weiterverwertet. Das ist das Ja, auch Die schon. Fingerkuppen weggeschnitten. Ja, ich habe jetzt Dreh einfach beendet. Cheers. Nächst du auch? Sehr Ja, liebevoll. bei Danke, dem abgestandenen Tonic Water kann es nicht Ich schlecht. schneid mal Das war jetzt fast schon wieder schief gegangen. Nein, ich schneide mir die Fingerkuppen nicht ab, weil ich nämlich beim Ausbilder habe ich einen Lehrling spielen müssen für einen Kochanwärter. Und der hat mir gesagt, man muss Sachen, die man schneidet, immer so halten, mit eingekrümmten Fingern, dass man sich nicht die Fingerkuppen Das habe ich in abschneidet. der Hauswirtschaft auch gelernt, aber Ich habe die männlichen Zweig Technik oder nicht Hauswirtschaft. Du ja, den hat man in der 7. Klasse immer gehabt. Nein, aber nicht. Ja, du hast trotzdem den dritten. Du hast trotzdem den dritten. Nein, ich habe nicht den dritten, ich habe den zweiten gehabt. Gott sei Dank habe ich Rechnungswesen gehabt. Ja, das war hat mir ist ganz schon ganz früher wichtig. geholfen. Ich habe heuer übrigens noch zum Thema Adventskalender einen richtig geilen Adventskalender gekriegt. Schaut aus wie ein Kaugummiautomat. Ich sage, ui, der Geiler. Ja, so ein richtig geiler Retro-Adventskalender. Aha. Schaut aus wie ein Kaugummiautomat und ist auch wirklich so mit Sticker vollgebaut und mit Graffiti und sonst irgendeinen Das ist Scheiß. stark. Und die Türchen sind dann teilweise echt schwer zum Entziffern, weil dann irgendwie so ein Aufkleber drauf ist, sonst irgendwas, und dann ist die Nummer irgendwo ganz klar versteckt. Oder die Nummer ist als Graffiti drüber geschmiert. Und da sind Retro-Kindersüßigkeiten drin. Cool. Das hört sich Also bisher habe ich so, wie heißen die Ketten, glaube ich, so Liebesperlenketten ausgezogen. Ja, die mit Die S-Bahn-Ketten. Ja, Ah, okay, verstehe. die ersten Dinge. Oh, ich als Kind voll geil gefunden. Also. Aber das Kind hat man allgemein so Sachen immer geil gefunden. Und heute, wenn es alles erwachsen ist, dann denkst du mir entweder so meine Geschmacksnerven tot, Ja. oder es war als Kind schon scheiße und ich hab's nicht kapiert. So, es sind einfach nur angemalene Zuckerstücke. Ja, allein. total aber asozial. geil. Ich habe jetzt, Nostalgie. halt erst wieder mal was bestellt bei Space-Figuren und die dann den geilen, das Kaugummi-Pulver, weil das so knistert mit dem Alien von drauf. Ui, das ist super. Voll geil. Das, wo ich mal mitgebracht habe. Wo ich Ja, genau. Ja. Die haben Niklas. Ich muss jetzt Aber- mal kurz das Rezept nebenbei hersuchen, weil das ist ist schon, Hochkompliziert. ich kann mir das nämlich nicht merken. Das ist 6 Seiten lang gewesen. Das kreist jetzt so rund umeinander. Also das gehört eine. Was haben wir denn da eigentlich für uns? Ich weiß nicht, ich werde jetzt ziemlich den Namen, der wir das dann überhaupt herzogen. Sonst können wir noch Anzeige wegen der Namenung. Und eine Namilung. Zumindest ist es dann keine Schleichwerbung. Ein Weizentopibock. 8,2% hat das. Das ist geil, das ist auch in der Früh. Dann noch mit Zucker versetzt und heißt, ja, Lecco Mio Grande. Das. Das wird richtig geil. Ich habe Das das wird gekauft, richtig was da geil. hochgeschafft worden ist. Ja, steht da drauf, Doppelbock dunkel, 500 Milliliter. Ja, öffnen Sie mal dieses Bierchen. Aber möchtest du wirklich bloß 500 Milliliter machen? Ja, klar, weil sonst müssen wir wieder wegschütten. Keiner weg durch den Scheiß. Der geht aber gut. Ja, Das war ein eigentlich. tolles Ding geschenkt. Ja, wow. Ja, druck ihn an, wie ein Deutscher. Der ist ja, hast du den selber gemacht? Nein, den habe ich geschenkt gekriegt. Der ist einfach schon 500 Jahre in Gebrauch gewesen, scheinbar. Wahrscheinlich. Ja, Ja, ich hab schon ein paar Mal hergenommen. Richtig demoliert. Aber ich habe immer die andere Seite hergenommen. Naja, da. Was machen Sie damit? Soll ich das jetzt einfach deine gegessen, oder? Jetzt pass auf, Glühbier vorbereiten. Die Zitrone auspressen und den Das Zitronensaft... Auspressgerät. Aha, haben wir ein Auspressgerät. Da haben wir ein Auspressgerät. Also ich nehme mein Hemd nochmal her dafür. Aber du ich kannst ja hol dabei mir- uns ich auch hol's nicht mir sehen. schon. Du kannst noch mal schauen, ob alle Geräte noch laufen, weil unsere Technik ist aber nicht so gut. Nicht wirklich. Dann brauchen wir auch bloß 2 bis 3 Stunden, bis so ein Stream angerichtet ist oder so ein Video. oder Aber so weil Dinge. wir keine Kosten und Mühen scheuen. Und das muss Ja, man wirklich das jetzt herrichten. Gesicht. Das Seppi verzerrt immer das Gesicht, weil er hässlich ist. Die erste Kamera schon ausgefallen. Sehr gut. But why? Ich lese dabei weiter. Glühbier vorbereiten, die Zitrone auspressen und den Zitronensaft zusammen mit den anderen Zutaten in einen Topf geben. Die Schale der Zitrone kann als Deko verwendet werden. Damit ihr wisst, was die anderen Zutaten sind, wir haben hier einmal noch Sternenanis, der mir ungefähr eine Stunde meines Lebens gekostet hat, und damit den Find, dem Hurengeschäft. Dann 250 Milliliter köstlichsten Kirschsaft. Müssen wir noch einsetzen. Ein Messbecher kannst du mitnehmen. Oder einfach schätzen. Nichts wird geschätzt, Also- das wird schon Auspressgerät und Messbecher. Auspressgerät und Messbecher. Dann eine Zimtstange aus Sri Lanka, oder? Vor einer Zimtinsel ist das. Sehr richtig. Der leider schon ein bisschen ausgerannt ist. Riecht einfach nach Scheiße. Alter Klappe. Nelken, wo sind die Nelken? Die habe ich da hergestellt. Wir brauchen Nelken. Hast Ähm, du nicht mitgenommen? Ich habe keine Nelke hier. super vorbereitet. Wahnsinn, den Seppi kannst du nichts mehr.
Die haben wir vorher hergestellt, wir haben uns gestellt. Wahrscheinlich der Hund. Oder waren die von den 2 Katzen? Und dann haben wir noch 17 Gramm Zucker. Ich sag's, also es ist wirklich aufwendig, es ist richtig, richtig übel. Die Folge wird wahrscheinlich 8,5 Stunden dauern. Es ist zumindest wahrscheinlich mehr von Erfolg gekrönt als letztes Jahr das Basteln. Dieses scheiß Basteln! Das Basteln war super. Ich habe immer gesagt, dass mir die Sterne dann später mal auf Instagram zeigen werden, aber sie wurden nicht gezeigt, weil sie nie fertig gemacht wurden. Also die Nelken haben verschwunden. Die Nelken sind Ich verschwunden. kann aber bestätigen, dass er zumindest versucht hat. Also die Sterne sind erst nur so 3-4 Wochen lang. Dann kann ich im Wohnzimmer rumgehen, bis er dann selber irgendwann kapituliert hat und sagt halt, nein, er macht's nicht. Ja, das haben aber viele Leute immer wieder mal probiert und das war einfach unmöglich. Wer eine scheiß Nelken sei! Schau mal nochmal, hier stehen ja nicht am Tisch. Da hinten stehen, da wird sie da hingestellt. Das ist ein Blätter vom Falkenmarkt. Grundzertierten. Wieder. Ah, köstliche Zitrone. Da haben wir das drückt man auch noch mit ein. Akkustand niedrig, Kruzifix. So, Was tust du jetzt? Seppi hat's gerade geschmissen. Nein, Doch. Noch ein Glas. Halbes ich habe Glas. nur unsere Aufnahme schnell gerettet, weil der Akku leer war. Von wem? Von deinem Laptop. Graf Akula. War er schon leer oder Er wollte sich gerade abschalten. Sind wir uns dicht? gerade nur so just in time? Ja, das war ganz knapp. Das ist Wahnsinn. Seppi rettet den Tag. Das ist mein. Also, fangen wir das Mischen an. Zitronensaft ist am Stissel. Muss ich leider noch mal schnell aufstehen. Servus, Viertel Seppi. Schön, dass du da warst. Sehe ich jetzt, dass an dem Pulli noch Glocken dran sind. Ja, Ja, das ist mega. eine ist leider verloren gegangen. Ich hab's gerade gesehen. Was war's verloren gegangen? Die hätte ich sogar noch daheim, aber war bisher nicht imstande, die anzunehmen. So wie So. mit vielen anderen Sachen auch, wo du nicht imstande dazu bist. Ja, gerade beim Eiwerker. So wie der Mützenwaschen. Sind die verwurschten Mützen. Keine Ahnung. So ein Blödsinn. Was habe ich verpasst? Alles. Alles. Du darfst das Bier da jetzt einschütten. Ich darf das Bier schütten. Ich habe die Ehre, dass ich diesen Doppelbock in diesen Eimer schütte. Und du darfst 250 Milliliter Kirschsaft ausschütten. Ich werde dabei. Die eine sinnvolle Ah, Genie. Tätigkeit aus der dumme Herrin. Das ist wirklich, also explosive Diarrhoe hat die gleiche Form. Damit wie viele verschiedene Aufgaben hat ähnlich. das drauf? Zu viel. Den ist mir auch groß. Jetzt haben wir gerade gedacht, dass, Ach so, dass wir das Seppi unterm Tisch Schlucker. auffürsselt, dabei ist der Hund am Start. Flower. So, dann kriege ich das jetzt auf. Das probieren wir mit dem Messer. Das wird gut. Voll sehr merkwürdige Geräusche jetzt. Da ein Hund, also ein Hund und 2 Katzen drin und die dran hin und wieder ein bisschen durch. Boah, fick dich. Rühr mal an den Scheiß. Wow, ist das die Kotzfrucht vom Dschungelcamp? Ich glaube schon. Das riecht nach Tee. Du riechst noch Tee. Nein, du hast nicht, du riechst doch Scheiße. Da brauchen Stimmt ja gar nicht. eine halbe Stunde habe ich gesucht für dieses Huhnbackerl, damit man einen so einen Huhnstern da reinschmeißt. Das war's jetzt. Ja, Der dann auch noch steht. dann eine Zimtstange. Okay, das war's dann schon. Sollen wir die einfach reinschmeißen, die Zimtstange? Alter, das ist nicht eine Zimtstange, gell? Das sind 50 Zimtstangen. Ja, eher die. Nimm Bisschen die, mehr? nimm die kleinste. Nimm wir die mittlere? Safe die kleinste. Sicher. Ja. Aber mehr Zimt, mehr gut. Ja, das ist echt viel Zimt. Okay. Oh, das wird bestimmt richtig scheiße schmecken. Kirschsaft. Und Bier drin. 3 Das ist ja Nelken. wie ein Gasmaß. Warum ich Gasmaß? Ja, genau. Oh ja, stimmt, wir waren Oh ein Gott. Gasmaß. 3 Nelken. Wow. Das hat man auf der Kamera wahrscheinlich gar nicht gesehen, weil es so. Wer außer all die Männer kommt überhaupt drauf, dass man ein Bier warm sauft? Keine Ahnung. Das, Selten Leute, die jetzt Dubai-Glühwein verkaufen, wahrscheinlich. meinst du, wie viel Gramm sind in dem Liefer drin? Was sagt ihr jetzt? Wie viel Gramm brauchst du? 17. Das sind deutlich mehr. Mach's uns doch nicht nur schwerer. Weißt du, was noch richtig Das war die Zubereitung. dass es Dubai Bratwurst gibt. Alles. Ja, das war doch auf Wiener Christkindlmarkt, haben sie doch da jetzt überall Dubai davor Ja. hingeschlagen, die ganzen Affen. Hat einer von euch eigentlich mal eine probiert? Nein, Ja. Ich habe mal eine gekauft. echt? Ja, also hast du verzeiht gehabt. Und? Das ist sehr ernüchternd gewesen. Okay. Also Originale davon dann auch, ne? abgesehen, dass so eine doofe Schokolade 8 Euro kostet oder sowas. Und Qualität? Was Aber ist ich so kann recht mich mau. erinnern, dass du dir 2 gekauft hast. Ja, stimmt, ich habe 2 gekauft. Also es muss ja trotzdem so geil gewesen sein, dass das Nein. nochmal geht. Ich bin ein riesengroßer Pistazien-Fan. Ich mag Ja, ja. Die Mischung aus Schokolade und Pistazien finde ich offen geil. Deswegen haben wir gedacht, kannst nichts falsch machen, das muss das beste Essen auf der Welt sein. Und 2 gekauft. Beide Scheiße. Bin raus. Also aus es der waren 2 verschiedene, oder was? Nein, 2 mal die gleiche natürlich. Raus aus dem Dubai-Game. Ja.
ziemlich overhyped, der Shit. Das ist fast wie unser Podcast. Der hat nicht einmal einen Hype. Wenn sie Dome nicht täuscht. Wir sind der nächste Internet-Hype. Vor allem nach dieser, wir sind jetzt ja schon fast eine Kochshow. Wir haben ja jetzt auch fertig, oder? Mit der Zubereitung. Ja, Das heißt, dann müssen wir uns jetzt in die Küche begeben. müssen wir uns schon langsam in die Küche begeben. Wir könnten uns aber auch noch ein bisschen Weihnachtslieder vorsingen. Wir gehen mal in die Küche. Aber warum? Warum wollen wir jetzt nicht singen? Weil wir jetzt das Glühbier endlich saufen wollen, weil deswegen haben wir da. Was geil ist. Außerdem, wenn wir jetzt Weihnachtslieder anstimmen, dann werden wir auf YouTube und so weiter gestrikt wegen Copyright-Claims und so weiter. Aber das ist natürlich so eins neu, eins ja. im Original an. Das stimmt aber, das ist auch sofort. Ja, gibt es Sehr eigentlich schön. Weihnachtslieder, wo du sagst, die magst du? Oder bist du absoluter Weihnachtslieder-Hasser? Oder wie Ich bist du liebe da? Weihnachtslieder. Punkt Im 1. Dezember Ernst? laufen bei mir auf Durchschlag die ganze Zeit Weihnachtslieder. Ist das jetzt ein Scherz oder muss das ernst? Ich meine das ernst. Ich finde Weihnachtslieder super. Ich freue mich jetzt ja schon wieder, wenn Weihnachtslieder kommen. Aber ich mag nicht die komischen neuen Pop-Weihnachtslieder, wo irgendwelche Trullers, die ich nicht kenne. Mistletoe die Klassiker. von Justin Bieber, das Mistletoe-Ding, oder? Sowas zum Beispiel, das hasse ich. Ach so, Weil das Ich komme noch früher- nicht ganz. Ich mag Weihnachtslieder tatsächlich auch gern, aber ich höre es selber nicht. Aber wenn das irgendwo läuft oder so, dann finde ich es schön, aber ich bin dann jetzt selber nicht auf die Idee gekommen, dass ich sage, ich hau mir jetzt ein Weihnachtslied rein. Ja, laufen bei mir, wenn ich arbeite oder so, läuft die ganze Zeit Weihnachtsmusik. Okay, das ist crazy. Ja, also ohne Scheiß, das war jetzt im Leben nie gegeben. Schon mit irgendeiner Patient hätte ich gesagt, nein, das ist ein Glauben. Ich kann jetzt gar nicht verstehen, dass das irgendjemand nicht tut. Was? Weihnachtszeppel. Das, okay. Call to Action, was ist euer Lieblingsweihnachtslied? Schreibt das mal in die Kommentare rein, das würde mich interessieren. Und wenn einer, Genauso, welche Adventskalender habt ihr es gehabt? reinschreibt, dass er das Mistletoe von Justin Bieber möchte, dann hau ich ihm in den Sack. Mit Stahlkappenschuhen. Ja, aber hallo, die habe ich halt. Scheiß Zitrone. Stahlkappenschuhe, die muss ich mir von Mike ausleihen. Die alte Glatze. Ich komme immer noch nicht ganz klar. Der hat die richtig aus dem Leben aus. Ja, Ist mit dir? voll. Ist ja nicht jeder so cringe wirklich. Ich bin ja kein Grinch nicht, aber dass jemand. Also, mir geht's wie dir. Also, wenn ich jetzt irgendwo zum Einkaufen gehe oder sonst irgendwas und es läuft im Hintergrund oder auf dem Christkindlmarkt, ja, dann möchte ich schon so einen Scheiß hören. Da regt es mir übrigens auf, dass GEMA das ja jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was genau los ist. Aber Ja, die die haben dürfen ja die- immer die klassischen Weihnachtslieder spielen. Die haben das irgendwie- so in Nürnberg so toll. Wenn man einmal im Nürnberger Christkindlmarkt, der übrigens der größte Dreck ist, was du niemals sieht. Ja, Echt jetzt? Ja, Und furchtbar alle Großen sind doch einfach nur ein kleiner Christkindlmarkt, die Warst große du schon ist mal, so warst du schon mal an einem Samstag um 9 Uhr in der Früh im Ikea, wenn es maximal viel Prozent gegeben hat? Nein, da stehe Ja, ich. weil man das nicht tut, oder? Genau, so ist da, nur auf 11 Grad. Also das ist gigantisch viel Leute, die auf Warst du am Wochenende? mit Wammer, nein, ich glaube nicht, ich weiß nicht mehr welchen Tag, keine Ahnung. Ich glaube sogar, es war glaube ich sogar der erste. Das kann sein. Jedenfalls treibt es die da alle durch die Gassen durch. Du kannst überhaupt nicht mehr selber entscheiden, wo du hin möchtest. Und alle Reihen haben gleich. Also du kommst ungefähr 50 Mal an die gleichen Standel vorbei. Alles ist schweineteuer. Das kannst du Ja, dir gar nicht das vorstellen. gehört dazu. Aber nicht so exorbitant teuer. Du zahlst ja für das Erlebnis. Ja, das ist aber scheiße. Also ich darf das nie wieder. Ich sage, ich brauche diese ganze große Scheiße über nicht, weil es ist alles einfach nur wie, was weiß ich, der Landauer Christkindlmarkt mal 1000. Das gleiche Ja, mit dem das Oktoberfest, wie gesagt, das ist wie das Landauer Volksfest mal 1000. Ja. Das möchte ich nicht einfach. Warum brauche ich das in 18.000 mal größer und 18.000 mal teidiger? Ja, finde ich jetzt nicht ganz, weil jetzt zum Beispiel mit alternativen Ernährung kommst du jetzt am Dorfkirchkindmarkt nicht weit. Da kommst du in Nürnberg auch nicht weit. Echt jetzt? Nein. Da gibt es Also, gar Ja, du nichts. musst ja mal was Gescheites essen, Fleisch oder so, sonst wirst du wie krank, jetzt kein Fleisch drin ist. Da gibt es nur über die macht ja gesund. Rostbratwürste. Ja. Und, Ein Metterwürst auch noch, oder? Das ist Ja. einmal wichtig. Wobei, Metterwürst. wobei da heuer echt kurz vor der Versuchung war, auf dem ersten Christkindlmarkt habe ich Rostbratwurst gekocht und immer so. Oh, Es, jetzt hat's mich. es riecht so geil und die ganze Zeit so, gibt's da irgendwo eine scheiß vegane Bratwurst? Gibt's da irgendwo eine scheiß vegane Bratwurst? Gibt's da jetzt eine Bratwurst? Ja, also die Und heute ist Gerüche es sind so schon mit dem immer. Döner. Wie ich das Bier gehabt habe beim Henry, ja. daneben, ich möchte jetzt einen Döner. Gibt's da jetzt einen Döner? Den ganzen Spieß einfach oder mehr so essen. Eiscreme. Na, aber zurück zu den Weihnachtssongs. Wie gesagt, mir geht's wie dir, wenn ich es irgendwo her und finde es geil und dann gehört es für mich auch zur Stimmung dazu. Aber dass ich jetzt freiwillig sage, okay, ich höre mir ins Two-Schuhe-Playlist Weihnachtssongs. Na, Mutter an. schon. Aber vielleicht bist du Mit ein bisschen alternativen so Texten. fröhlich. Ich glaube, das ist, ich möchte jedes Jahr Vollgas in Weihnachtsstimmung kommen. Und jedes Jahr ist es so, dass ich überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung komme, weil es macht einfach zack und es ist Weihnachten vorbei. Es geht alles viel zu Das dauert schnell, ja. Das soll Deswegen eigentlich glaube ich, 3 Monate lang sein. immer Weihnachtslieder rein.
dass ich da irgendwie reinkomme. Aber es funktioniert sowieso nie. Das ist, Ja, Ich aber habe es jetzt auch versucht, ich habe jetzt angefangen, dass man die ganzen Weihnachtsfilme und so ein bisschen das hab anschaut. ich auch schon das habe mal ich jetzt versucht. ja Das, gemacht. Und dann, ich habe jetzt erstmal mit der größten Scheiße angefangen, dann habe ich mal die Santa Claus? Santa Claus angeschaut, inklusive der Mit Tim Serie. Allen, oder? Ja, und der Tim Allen geht überhaupt nicht mehr für mich. Den packe ich gar nicht mehr. Die 3 Filme sind furchtbarer Scheißdreck. Die ersten 2 Grausam. finde ich sogar noch gut. Also Nein, gar nicht. den ersten finde ich, kannst du dir echt anschauen, der zweite hat nachlassen, der dritte ist eine absolute Vollkatastrophe. Das sind für mich alle 3 katastrophale Filme gewesen. Aber ich muss dann sagen, dafür war die Serie, die erste Staffel, die war tatsächlich sehr unterhaltsam und cool. ist er da auch dabei? Ja, da ist immer noch dabei. Da ist, glaube ich, sogar der ganze Originalcast noch dabei gewesen, wenn ich das richtig im Kopf Aber jetzt habe. haben sie ihn nicht mehr künstlich Eltern müssen und fett machen, oder? Fett schon noch. Das ist, der ist nicht so fast geworden scheinbar. Manche Leute schaffen das irgendwie nicht fetzen werden. Keine Ahnung, wie das geht. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Aber die zweite Staffel war dann dafür wieder total gut. Also du hast 3 Filme, 2 Staffeln und das ist für mich einfach nur eine Staffel zum Schauen gewesen. Und das hat mich jetzt erst mal ein bisschen aus dem Vorhaben, Weihnachtsfilme zum Schauen ausgehauen. Dann habe ich, das Einzige, was ich dann noch gesehen habe, war so ein Winnie Pooh Weihnachts-Special-Film, aber dann dachte ich, schau mal, das funktioniert immer, Disney-Weihnachtsmaterial funktioniert immer. Gehen wir auf Klassiker, die jetzt nicht direkt so brutal Weihnachten in your face sind, sondern jetzt so die Glücksritter, täglich grüßt das Murmeltier, Ja, der geht der auch. Prinz Ja. aus Zamunda, das ist Nein, die Murphy geht überhaupt nicht für mich. Kann man auch nicht Das anschauen. ist Eddie Murphy-Zeit, gell? Das ist Das alte geht schon noch, finde ich. Da packt den gar nicht, der Ich finde die funktioniert deutsche nur. Synchronstimme so zu Genau. anstrengend. Geht nur als Esel bei Schreck, das ist super, aber ansonsten packe ich die Stimme nicht. Ja, weil gut, das ist jetzt ein animierter Film, da ist sowieso alles ein bisschen überspitzt. Ja. Da weißt du schon, weil da hast du ja den normalen Menschen und der redet einfach so bescheuert. Und so bescheuert redet der gar nicht. Weißt du, was ich soll, warum es denn so komische Stimmen gegeben haben bei uns? Nee. Ich weiß nicht, das gehört für mich einfach zusammen, bin damit aufgewachsen. Wenn es anders war, war es seltsam, Ja, das was ich meine, das ist. Ja, ich schaue mir einfach nicht an, weil er mich aufregt. weil du Schwarze hast. Ich bin nicht der Mike. Ja. Für mich ist aber sogar, es gibt ein paar so Filme, die ich mir auch immer zur Weihnachtszeit angeschaut habe, wie Indiana Jones. Und Herr der Ringe ist, wo Der Herr der Ringe funktioniert gut, Harry oder? Potter, das sind Harry alles Sachen, Potter die funktioniert, gehen ja. alle im Dezember rein. Das ist wie Horrorfilme im Oktober schon, finde ich. Die passen gut an. Harry Potter fangen jetzt dann auch wieder an, dass wir die noch Das ist anschauen. auch schon so lange da, aber das schiebe ich irgendwie von Jahr zu Jahr. Aber Darfst du nicht machen. Muss durchziehen. Sollen wir einen Harry Potter am Marathon machen miteinander? Wie viele Tage haben wir dann am Stück beieinander? Einen. Wenn wir richtig fleißig sind, schaffen wir es auf einen. 24 Stunden. nee, das auf 2 Splitten. Was ist jetzt los? So, das war's. Ja, Das Licht Ist, ist ist, aus. ist jetzt Glühbirne durchbrennt, oder was? ja, ich habe da Bewegungsbilder. Ach so. Dem so. Wow. Immer jetzt bei diesem Säfte. Entweder von der Staubsauger, von der Staubsauger los. Das ist schon Simi. Aber ich komme immer noch nicht ganz klar mit den Weihnachtssongs. Jetzt machen wir das Glühbirne. Hast du dann einen Favoriten, den wo du sagst, so, Lieblingssong? okay, ja? Ja, habe ich. Lass mich Das raten. Haichi, Bumbaichi, Bum Bum. ist ein Schlaflied. Wham. Ist tatsächlich unter meinen Top 3. Was ist? Das ist ein zeitloser Klassiker, ich verstehe den ganzen Hass auf das Lied. Mit Ja, Make ehrlich It Quick gesagt, haben sie sich das Ausrufezeichen verdient. Das ist echt, der bleibt halt einfach so, jetzt mitwirken, der bleibt im Kopf. Super, der ist immer gut. Der geht das ganze Jahr. Das ganze Jahr? Mein Lieblingslied ist das von der Mariah Carey. Weißt du, wie das heißt? Ja, ich weiß, welches das meinst. Krass. Das ist super. Das ist so ein Wow. Stimmungssong. Das ist richtig gut. Ich seh die mit ganz anderen Augen. Verprügelt man halt. Ja. Dann wird zum Grinch. Ja. Ich Ja. habe mir jetzt eigentlich mir angeschaut, den animierten Grinch-Film, aber das war auch einer von den Weihnachtsfilmen, den wir gesehen haben. Ich fand den, also den mit Jim Carrey eigentlich ganz geil damals. Den muss ich wieder mal anschauen, den habe ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung, aber der animierte ist auch eigentlich putzig. Das ist Nightmare putzig. Before Christmas ist ja. Ja. Also was Ja. geht mir gut. Ja. Lässt sich einholen. Also Muss ich warnen, geht nicht. Ja. Der ist ja immer, der ist glaube ich früher immer an Weihnachten im Fernsehen gelaufen. Ja, tut er immer noch, glaube ich sogar. Das weiß ich nicht. Was ist denn dein Lieblingsweihnachtssong? Ich habe tatsächlich auch einen, wobei ich den aber auch gar nicht so direkt, also schon irgendwie mit Weihnachten verbindet, aber er funktioniert auch ohne Weihnachten. Es war The Power of Love von Frankie Goes to Hollywood. Stimmt, das ist immer so ein Lied, das immer bei den Weihnachtsliedern dabei ist, aber ist das streng genommen eins? Das ist, glaube ich, am Weihnachten sogar rausgekommen, also in diesem Zeitraum. Und das Musikvideo handelt ja auch, also da ist halt diese, die stimmt, das Ur-Weihnachtsgeschichte. ist das Ja, Geburt- genau. Wie lange muss denn das köcheln? Wobei ich mir tatsächlich aber noch nie die Mühe gemacht habe, dass ich da ernsthaft auf den Text her, ob man das da irgendwie connecten kann. Das sei grundsätzlich nicht bei Weihnachtsliedern. Das ist, glaube ich, ganz Ja, es ist schön, dass das im Hintergrund dudelt. ja. Und wo ist es mit dir? Ich glaube, ich habe keinen Favorit, muss ich sagen. AG. Es gibt wirklich jetzt,
Ich finde auch das, wie hat denn das geheißen? Das habe ich gelaufen bis zu der Cola-Werbung, glaube ich. Ja, das ist ja furchtbar. Das ist Halt doch dein Maul jetzt! Meinst du jetzt über Fußballpisser? Hat mir Mariah Carey und Vampire, leck mich doch. ja, das ist wenigstens kein Werbungslied. Das sind ja auch nicht Coca-Cola ist super, kauft es. Natürlich. Genau. Dieses, ich kann da jetzt einen Namen nicht mehr sagen, es hat da, glaube ich, die Schwarze, die dann ist die beim Flugzeugabsturz Melanie gestorben? Thornton. War das die beim Flugzeugabsturz gestorben ist, oder? Alter, was ist mit dir los, dass du das jetzt einfach so raushaust? Allgemeinwissen. Aber richtig? Ich habe früher mal viele Sachen gewusst, dann habe ich es auch vorgefangen, dann habe ich wieder vergessen. Jetzt kommen sie langsam sicker und wieder durch. Jetzt fühle ich mich wieder ein bisschen besser. Dafür wird es Tonic Water Lack. Ja, schwierig. Ja, irgendein Tag muss es stehen. Irgendein Tag muss es stehen. Melanie Thornton, genau. Das ist ein schönes Lied. Das finde ich furchtbar. Ich finde Das es ist in your furchtbar. face. Das ist so übertrieben. Ja, aber wem nicht? Ich will gerade sagen, also das ist sogar. Das erzählt eine ganz liebreizende Geschichte, Ja, du- das Lied. kriegst Das jetzt wieder tut das gleich andere liebreizend. nicht. Ich dachte, du hörst nicht auf die Texte? Da kommst du fast nicht drum herum, jetzt ist in der Realjury singen, was du jetzt noch eine Noten drauf gekriegt hast, dann kennst du den Scheißtext. Haben wir das in der Realschule singen müssen? Ja, in der 7. oder 8. glaube ich. Boah, da kannst du mich jetzt nicht dran erinnern, dass wir Ja, also bei mir war das nicht mehr so. Ja, beim Godel. Gudel war gut. Ja, okay, den hab ich nicht gehabt, die haben Ostermeier gehabt. Das ist so der. Godel? Sein Vorname. Ich möchte jetzt nicht nennen, da Na, ja. Ja, ist ein riesiger Fan von uns. Also dieses Glühbirnen muss auf 60 Grad erwärmt werden, nicht kochen, Oh, dann bleibe Und? ich quasi dabei stehen. dann für 20 bis 30 Minuten ziehen lassen. Das werden wir jetzt einmal machen. Dafür switchen wir jetzt kurz mal in die Küche. So, Haben wir wieder da. weiter geht's. Seppi ist jetzt eine halbe Stunde am Ofen gestanden und hat gerührt. Ja, mir Also- tut jetzt der rechte Arm ein bisschen weh. Gut, dass Wie es- ein Weltmeister. Ich wollte gerade sagen, du hast den starken genommen, gell? Aha. Braucht es nicht, wenn es da mehr Adventskalender von Eis.de holen würdest. Achso, ich weiß mal, wenn ein bisschen mehr Anabolik spritzen da, aber Dann auch nicht. natürlich ja. Aber da ist ja gerade Luft, da ist ja keine Kraft nicht dahinter. Das ist korrekt. Dann Anabolica. Ein bisschen Roid Rage war vielleicht nicht schlecht. Wir haben jetzt übrigens auch noch nebenbei ein Glütchen zubereitet. Wo der Geiti davor schon sehr clever angemerkt hat, es macht wenig Sinn, was heiß zu machen, wenn man da was Kaltes draufschiebt. Ja, es Aber ist naja. extra in Dofi gestellt, Naja, ja. heiß gemacht und dann mit dem kalten Tonic Water aufgeschüttet. Ja. Es ist halt einfach kalt. Aber er schmeckt. Ja, Ja, er schmeckt richtig gut. Der ist nicht schlecht. schmeckt das ein bisschen was hat er von so einer Brause, kennst du noch, das Kindergetränk? Ja, Eine Heubrause. habe ich auch in meinem Retro-Adventskalender drin gehabt. Das ist geil. Sehr schön. Ist eigentlich das da innen drin dreckig oder ist das. Das ist die Marmorierung von dem Glaselduschschwanz. Was ist in deinem Huhnhaushalt da? Hey, Das sind lauter Bresel. ja, da wurde der Vorbild einig gemacht. Heilig asozial. Meinst du es sauber? Jetzt muss ich wieder Meins ist auch sauber. asoziale Scheiße saufen und dann noch dreckig. Da ist ein Bresel drin. Das ist so dreckig. Gib mir sofort was Gescheites. Ah gut, das ist wirklich dreckig. Ja! Der Ekelhafte. Was ist los mit dir? Ja, jeder wird es verdient. Ja, aber nein. Ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Für das sollst du ein Kohlestück geschenkt kriegen vom Weihnachtsmann. Weil du nämlich auf der unartigen Liste bist, Seppi. Auf der unartigen Schwanzliste. Ich glaube, es habt in die anderen Folgen schon mal über Geschenke geschmatzt. Aber hat es das auch gegeben, dass ihr euch Apps unbedingt gewünscht habt, habt ihr es dann tatsächlich auch gekriegt und es war halt einfach scheiße. Nein, sowas habe ich nicht. Nicht? Ich habe das, Ich wünsche mir nämlich nur geile Sachen. ich hab das einmal gehabt, da hat Lego zum ersten Mal ferngesteuerte Autos rausgebracht. Ich habe das voll geil gefunden und mir gedacht, okay, kriegst die Plattform und kannst dann die Autos selber zusammenbauen und dann mit der Fernsteuerung steuern.
Wie geil ist denn das? Scheinbar nicht, Überhaupt nicht. nach deiner Einleitung. Nein, weil die Plattform für den Akku und den Antrieb so riesig war, dass du gar keine große Variation gehabt hast, das irgendwie umzubauen. Das war erstens einmal schon ein Mangel. Zweitens, du bist einmal angefahren und das Ding ist auseinandergefallen. Das war auch kein so ein Lego-Technik-Ding, ne? Nein, es war keine Lego-Technik. Das war ein normales Lego. Lego-Scheißtechnik. Und das dritte, wo es kacke war, war das, dass das Ding einfach keinen Scheiß nicht gegangen ist. Also, die Plattform allein war schon langsam. Als wenn du da irgendwas draufgebaut hast, ist das halt echt keinen Scheiß nicht gegangen. Na, scheiße. Nein, ich glaub, Aber die Anfahrt hat trotzdem gelangt, um das Auto zu zerstören. ich glaube, ich habe sowas aber nie gehört. Ich habe schon über die Sachen gekriegt, die ich mir gewünscht habe und die ja geil waren dann. Ich habe teilweise einfach geile Sachen gekriegt, die ich mir gar nicht gewünscht habe. Aber Ja, das hat schon ab und zu. Gut, mit Lego war ich sowieso immer ich beim war Kaufen immer gehen. Team Playmobil. Oh, du bist so ein widerlicher Also ich Mensch. habe ein Lego gehabt, Ah, ist asozial. Ja, aber genau. Playmobil war einfach geiler, aber nicht. Nein, was überhaupt nicht. Wo war denn Ich das? verstehe überhaupt nicht, wie man so Lego so toll finden kann. Playmobil ist immer schon besser. Wie viel kriegst du einen Hund Alles jetzt? von Playmobil, alles von Playmobil schaut besser Ich aus. hoffe, dass du in der Notaufnahme sitzt. Du dumme kleine Steine, die du drin hast, die alles ruinieren. Das habe ich gesagt. Star Wars hasse ich auch. Bist du ein Grinch. Unglaublich, bist du ein Grinch. Mir wundert es echt, dass es kein Messer gezogen hat und einfach so in den Hals reingrenzt. Ja, das ist jetzt. Dann will ich's nicht mehr. Das haben wir jetzt weggerannt, das Messer. Das hat er in weiser Voraussicht liegt. Das Das ist hat gerade nämlich Live-Stitch gehabt. zwei der größten Sachen überhaupt, der Name jetzt vorher. Lego und Star Wars. Genau, das dritte war einmal Penis gewesen. Aber Was tust du, das muss man so eine halbe Stunde singen? was, du musst neu ziehen, auch noch. Was hast du vorgelesen? Ja, am Ofen hätte man so eine halbe Stunde stehen lassen müssen. Achso, ja, wir haben ja jetzt eine halbe Stunde ausgeschnitten aus dem Gespräch. Genau, Ja. jetzt pass auf. Mein Fazit der Fazit interessiert mich nicht zu dem Scheiß. Anrichten, wenn du keine Zangenbowle möchtest, das Glühbirne in Tassen abfüllen und mit der Zitronenschale dekorieren. Cheerio, 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 ho, ho. Was? Steht da. Hast du zugehört? Nein, Für den, ja, für den Geschmackskick das Glühbirne wie eine Feuerzangenbowle zubereiten, indem du in... Mit den Zuckerwürfeln. Zucker, nein, machen wir nicht. Nein, das wäre so auch gelungen. Mein Fazit zum Glühbier als Biertrinker, das schmeckt ja viel besser als Glühwein. So, kann man jetzt Werbung machen mit dem Benninger? Rum? Benninger. Benninger mit B. So, Ich fürchte mal. ich bin alle. Die Tassen, die haben ein sehr großes Fassungsvermögen. Ich habe eh schon momentan Probleme. Ich glaube, danach. Lass mich 2 Wochen krank schreiben. Einmal im Podcast dabei und 2 Wochen krank. Das ist nicht wegen der Psyche. Wundert mich. Ja. Die 3 Monate Therapie folgen danach. Ja, genau. Was freut ihr nicht, denn ich war im Podcast beim Kani dabei. Oh Gott, komm ins Herz zu mir. Hey! Also macht eine romantische Stimmung. Ja, das stimmt. Das ist schon. Wo ist denn der Bewegungsmelder überhaupt? Da hinten am Regal haben wir. Ah. Wo? Sollte man nicht singen. Okay. Also quasi So. Warte mal. Cheers. Dann Ja. schauen wir mal. Sagen wir es nochmal, wie es im Rezept stand. Oh ist. Gott. Cheerio, Aufnahmen von unseren Gesichtern. Cheerio, 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 ho, ho, ho. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird so furchtbar. Mein Gott, das ist das beste Getränk, was ich getrunken habe. Nein, es ist nicht. Nein, Es ist aber aber es, ist nicht annähernd so widerlich, wie das ich damals gekriegt habe, muss ich sagen. ja, und es ist nicht annähernd so widerlich, als ich gedacht habe. Es schmeckt nicht annähernd nach Bier, es schmeckt einfach nach scheiß Glühwein, Ja, finde ich. überwiegend schon. Ja, Viel Zucker halt. aber auch extrem sauer. Das ist der Kirschsaft. Und die Zitrone, du Trottel. Nein, die Zitrone, die kennst du gar nicht. Ja, Also da hat jetzt den Verkäufer nicht sofort wieder ins Gesicht schütten, wenn er was Na? verkauft. Also Nee. Glühwein. Nein, na, haben wir. aber ich spiele schon mal im Mundgreif. Schneider Weißbier macht brrr, Wir werden uns dann um so Scheiß ausprügeln. unbedingt. Oder wir gehen aus dem Scheiß mit Schnee, den es nicht gibt. Ja, ich kann sagen, Weil das es nie ist, Schnee gibt an Weihnachten. Mit. danke dafür, Mutter Natur. Danke, Merkel. Danke, Merkel. Danke, Abi. Gib mir so einen Platz. Brauchst du neu essen. Na, hörst du selber. Bitte schön daher. Ich hab's schon selber gemacht. Ein Scheiß hast du. Alle habe ich gemacht. Ich glaub dir kein Wort. Das ist so gelungen. Niemals im Leben. Na, scheißegal, was du glaubst. Das ist wieder irgendwo abgestaubt. Kauft die sind nicht, dafür sind sie nicht zu perfekt genug, aber du hast die auf gar keinen Fall gemacht. Glaubst du das nicht? Ich bin ein begnadeter Weihnachtsplätzchenbäcker. Ein Scheißdreck. Du bist in gar nichts begnadet.
Du bist nur im Vernichten. Ja, cool. Das ist einfach, wenn du selber das magst, dann schmeckt das gleich viel besser. Ja, da schmeckst dann deine Fingerkuppen oder das reingeschnitten. Nein, aber ich hab's ja gesagt, ich schneide immer so, du musst ein. Wie ein T-Rex. Muss das Zeug halten. Probier mal. Ist doch kein Plätzchen. Warum? Weil da überall Ohren drin haben. Nein, ich habe vegane Plätze gemacht. Was? Nee, du weißt nicht, was drin ist. Ja, vegane Sachen. Geswaffelt hast du das alle. Mehl. Mehl ist drinnen und Zucker Aha. und Vanillepuder. Und? Was ist sonst drin in so Plätzchen? Vegane Butter. Gut, dass du das Veganer davor gesetzt hast. Ich habe dann so veganes Eierpulver dafür hergenommen. Was ist denn ein veganes Eierpulver? Ja, halt eine vegane Eierpulver. Also was ist das bestellt ist? Ja, also vegane Eier. Das weiß man doch. Oh Gott, oh Gott, oh Das Gott. ist, ich habe es extra vegan gemacht für die. Ich glaube, da kann man. Okay. Dann noch. Das muss ich sowieso auf meine Linie achten, weil ich habe ja Wettbewerb laufen. Läuft's eigentlich? Stimmt. Gut, gut. Ich laufe jetzt immer halbe bis eine Dreiviertelstunde am Laufband alle 2-3 Tage. Du ein bisschen Kreuzheben und so weiter. Und Kreuzheben. Mit Langhantel ein bisschen hantieren. Ich muss sagen, ich habe schon beachtliche Fortschritte gemacht. Hast du das schon in irgendeiner Folge gesagt, was Eierwette eigentlich ist? Ja, ja. Da haben wir schon drüber geredet, oder? Haben wir darüber geredet, dass die Wette ist, dass er eine Frau ohne Brüste hat. Was denn? Das war die Quintessenz, die ich da rausgehört habe. Warm! Das war die Quintessenz, die ich da rausgehört habe. Durchtrainierte Frau kann Busen mehr. Das ist nicht wahr. Alle. Hast du schon wahrscheinlich Bilder in den Busen gesehen? Schau dir mal die ganzen Wrestlerinnen an. Die haben alle brutal- Ja, aber die sind alle nicht trainiert. Bist du irre? Die haben wir überhaupt nicht. Das ist Was für Wrestling hast denn du geschaut? Gut, für die dein Glück, dass ab Januar Wrestling wieder auf Netflix läuft, dann kannst du auch reinsteigen. Dann kannst du mal eines Besseren belehren. Aber für alle, die es nicht wissen, der Seppi hat mit seiner Frau gewettet, wer als ersten Sixpack hat, beziehungsweise der Verlierer, muss den nächsten Urlaub zahlen. Komplett. Komplett. Und wir haben alle gesagt, nachdem der Seppi so ein Hungerharing ist, ein Bier nicht. er braucht einfach 3 Wochen lang ein bisschen weniger essen und dann passiert das von allein. Ich habe dann ja großkotzig behauptet, dass ich das locker auf 3 Monate schaffe statt auf ein Jahr. Deswegen wird es ein bisschen spannend. Also keine Plätzchen für mich bitte. Auch keine veganischen. Die es nicht gibt auf dem Tisch, Kruzifix. Natürlich. Lügen wir rund. Schenken wir nochmal neu. Ist schon geil, gell? Also anscheinend schmeckt es da. Das ist köstlich, ja. Aber hast du dann plätzotechnisch überhaupt nichts dieses Jahr, oder Doch, was? mein Mann hat welche gemacht. Vegan. Macht ihr dann auch vegane für dich? Ja. Die haben richtig Vegane. macht sogar vegane Schokokrosses und so. Ja. Echt stark. Das ist echt ein liebevoller. Kann ich ein bisschen mehr machen? Die macht nicht mehr so viel, glaube ich. Das ist einer die jüngste. Ist einfach schön, wenn du eine liebevolle Mutter hast, gell? Wie viel wärst du jetzt noch bei mir reinschütten? Grüße, du willst doch essen. Na, verteil das mal ein wenig, du Schwanz. Wir hätten mir jetzt einfach einen doof geben können, so. Ja. Wie Suppenkasper. Und Obelix. Muss ich wieder um den komischen Anisstern da rundum. Du kannst auszuseln. Ja. Ein bisschen hinschlecken. Ja, das musst du machen, wenn du einen Eis.de-Kalender hast. Du musst dran schlecken da noch. Wenn er auf 24 gedehnt ist. Aber das habe ich jetzt vorher. Unangenehmer Typ. Aber war das jetzt vorher ein Joke Frage oder nicht. hast du so einen ISD-Kalender schon gehabt? Ja, Du hast gehabt. Das ist ein Scheiß. Die hat jetzt so gelungen. als Single. Glaubt es selber, ja. Dann stell ich mir vor, wie schön das war, wenn die Freundin hilft, die mit mir aufmacht. Und dann war ich. Schiebt sich ein Babbler rein und fesselt sich da mit die Handschellen und Beton. Mit dem Vibrator drin, liege ich dann im Bett und warn. Da muss wieder so Weihnachtswichtel herholen. Ja, hallo. Ja, hab ich auch gar nicht mehr. Ist sonst mal genug mehr. Ich habe keine Weihnachtsdeko mehr. Gerade den Funko Pop Superman von dir. Oh. Ist das eine Beschwerde? Nein. Okay. Das ist gerade alles da. Sonst hätte ich gleich geschlagen. Das ist gleich die einzige Nur vor der Weihnachtsdeko, die ich hab. Hallo, es ist eine Weihnachtsfolge, da möchte ich keine Gewalt nicht haben. So bin ich aufgewachsen. Ja, das ist dein Problem. Also Weihnachtstradition ist Gewalt, Alkohol und Streit. Ja, nicht Das schlecht. volle Programm. Ja. Ja, nicht schlecht. Zumindest habt ihr euch unterhalten, oder? Andere schweigen sie an, weißt du? Habt ihr Erinnerungen? Ja, eben. Das sind Sachen, die vergisst man nicht. Da kann man nicht an alle Weihnachten erinnern, du schon. Nein, die vergisst man nicht. Die arbeiten nur in jahrelanger Therapie auf. Ich will nur mal so ein veganes Platz erlernen. Alter, dein Scheißmaul. Was? Marmelade in der Mitte ist auch vegan. Ja, da ist bestimmt keine Gelatine drin. Nein, ich hab extra nicht. Ich kaufe nur vegane Sachen. Ja, du bist der Held. Was ist die vegane Alternative zur Gelatine?
Ja, aber die Anleitung durch. Dann macht die Marmelade nicht selber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sollen wir eigentlich nur Themenkomplex technisch auf dem Tisch bringen? Platzwahl. War das schon ein Thema oder was? Ich meine, das ist jetzt ganz natürlich käme das Thema. Ja. Ja, aber so funktionieren Podcasts. Wie? Ohne Skript. Habt ihr das Skript nicht gelesen, was ich geschrieben habe? Du weißt doch, dass es mit der Ich hab das Skript geschrieben, du Trottel. Was sind deine Lieblingsplatzwahl? Damals noch, als du wie ein normaler Mensch gegessen hast und jetzt als linksgräfer versiffte Vegan-Scheißfotze. Nach wie vor haben das so die Schokokrosses von meiner Mama. Hey. Die konnten in beiden Varianten hervorragend. Also machst du jetzt vegan und nicht vegan oder weiß und schwarz oder. Beides. Also die macht weiße und schwarze in vegan und nicht vegan und die haben alle perfekt. Geil. Richtig stark. Daher gerne welche mitnehmen, aber das überleben sie halt meistens nicht. Also, das erst nicht. Er gibt ja nur Veganer jetzt. Die überleben die Heimfahrt nicht einmal so. Das ist wirklich brutal. Wir haben ja letztes Mal beide so einen Sackerl gekriegt, die meine Frau. Und die haben einfach Instant. sofort. So quasi eine Inhalation von Schokokrosses. Wahrscheinlich nicht immer bis zum Auto geschafft. Wie nächstes Mal einen Sixpack kriegen. Das kannst du fett Das war vorher. Also, Nein, was nicht. Schmarrn, das war nicht vorher. Verdammt. das Das waren war Falle. Ich hab's gewusst. unnötige Kalorien. Unnötige Kalorien. Ja, hast du und deine Frau auch zusammen gegessen oder hast nur du gegessen? Ja, doch, die hat es auch gegessen. Also, Ja, okay, dann war es keine Falle. Dann. Aber die macht aber die ist ja viel sportlicher. Ich wollte gerade sagen, die macht ja viel mehr Sport, also das redet bei dir gar nicht an. Ja, das ist bitter. Das Einzige, was sein kann, dass wir ein bisschen am Busen gekriegt haben, aber ansonsten. Lass mich! Hör auf jetzt, keine Gewalt am Tisch. Das sag ich aber, wisst ihr das jetzt eh? Ja, Die schaut sich sicher aus dem Podcast an. Ja, in 2 Stunden ist da dann bist du gefotzt. Ja, ich weiß, dass die in 2 Stunden kommt, weil ich meinen Schwanz schnell drauf. Oh, kleiner, da ein Nelke da drin gehabt. Das war meine Rache, ja. Jeder wird es verdient. Zuerst ein Dreh, jetzt Nelke. Das ist echt, das ist eine reine Mobbing-Show, ist das hier. Das ist ganz was Furchtbares, wenn man auf eine Nelke beißt. Und wenn ich Essen drin ist und du beißt da voll drauf, das ruiniert alles. Was noch schlimmer ist, sind Wacholderbeeren. Ja, das ist das gleiche quasi. Ja, Nelken gängen noch einigermaßen, Wacholderbeeren sind. Nöten. Nölten heißt das. Das ist wie Ja. Garnelen. Garnelen. Das ist das Geilste, dass er immer Wörter erfindet und irgendeinen Scheiß verzeiht, aber jeden korrigieren muss. Ja klar. Ja. Wenn es nichts schmerzt, Nöten. Dann nur ein Garnelenköri. Dann weißt du in so ein Mikro. Irgendwas wollte ich jetzt fragen, du hast ganz vergessen, wie gesagt, einen Scheiß. Ein Ritzel mitgeschaut, muss ich nicht wissen. Sind dann deine Lieblings-Veganer-Plätze? Ich bin ein Riesenfan immer gewesen von denen zusammenbicken, also mit Marmelade damit. Die habe ich aber als die langweiligste Art von Plätzen. Echt? Die waren auch einmal mit so einem. Ich bin leider auf seiner Seite, also ich muss sagen, aber ich teile Apps mit ihrem Spitzbuben. Was denn das? Sind das die Spitzbuben? Also ich weiß jetzt den hochdeutschen Namen nicht. Vielleicht heißen die, ja, wollte gerade sagen, vielleicht heißen die ja Spitzbuben, aber ich kenne es unter Spitzbuben. Und dann hat es noch welche gegeben, da weiß jetzt auch nicht, wie die heißen, die waren so 4 Kilo mit ewig viel Schichten drin und Nazi. Dominos. Nein, sie waren ähnlich wie Dominos, aber nicht direkt so, und die waren auch voll geil. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie die geheißen haben. Ja, die waren rund. Boah, leg die mir jetzt halt fix mal. Gib mir mal hier nochmal. Ja, tatsächlich habe ich die aber recht gerne mögen. Stinkt mir ein. Also du, Also hast du so gegangen, das ist halt. also du findest die Zusammenbicken langweilig, aber einfach so mit ein bisschen Zuckerkügel ist nicht langweilig. Was heißt denn da ein bisschen Zuckerkügel? Das ist aber das A und O. Achso, Das schmeckt jetzt Zuckerkügel er tränkt. Ja, jetzt schmeckt alles, schmeckt Ja. eine Geschmacksexplosion. Das Ist ist das. ein Melange von geilen Ja, Geschmäckern. das ist, Ja, es die ist- Platzwahl sind praktisch Beethovens 9. im letzten Fall. Genau. Das ist unfassbar. Das ist ein Platz mit Globulis. Scheiß Globulis. Hat ich schon mal jemals vorher ein Globulis probiert für irgendwas? Ja, Irgendwann, aber ich kann das einzuleiten. Ja. Ja, weil es gar nicht gegeben hat. Wahrscheinlich. damals, als ich 18 war, da hat es ja, also ich habe schon immer Migräne, seit ich ein Kind bin. Und mit 18, 19 ist das, ja, mit 18 ist es nochmal richtig schlimmer geworden. Und da habe ich damals eine Freundin gehabt und die war total überzeugt von dem Zeug. Ja, das heißt, Und ich habe keine Ahnung, also damals war ich noch nicht so informiert. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist. Ich dachte, okay, probieren wir mal. Dann kommt mit so einem Taschel wie so ein Mappel, macht das auf und dann sind da 20 so kleine braune Flaschen drin. Das ist so geil, Und- geil ballern jetzt. Und auf jedem Flaschel ein anderes Zettel für was. Und dann tust du aus der Flasche raus, tut man 30 Kegel her und die helfen. Und ich so, was ist das jetzt? Ja, Globuli. Aha, und was ist in die anderen Flaschen drin? Ja, das gleiche. Ja, aber
hilft dann das für das und das für das? Ja, schon. Dann habe ich mich danach informiert. Ich dachte, Gott, so ein Schwachsinn, diese Zuckerkegel. Ja. Und dann hast du, ja genau, und dann hast du das gleiche Zuckerkegel in 20 verschiedene Flaschen und jede Flasche ist für was anderes, aber es ist genau das Gleiche. Das ist eine Kopfsache. Das ist da eine musst ja. du glauben, da musst du glauben. Ich würde mich auch mal mit meinem kaputten Hurenrücken, da habe ich da voll die Probleme gehabt, wo ich beim Spätzl war und den sein Papa ist auch so alt 68er Hippie gewesen. Ja, da habe ich jetzt was für dich. Dann nimmst du jetzt 3, aber dann wärst du heute hier schlafen müssen, weil die machen dich richtig kaputt. Ja, mit 3 so Globulis eingeschmissen. Machst fix und fertig. Kommt dann noch eine Stunde. Na und? Ja, ich hab immer noch Kreuzweh. Und mir bin ich auch nicht. Was ist das für Scheiß? Das hau ich überhaupt nicht, ey. Ah, ich weiß wer. Ja. Der mit den Würmern, oder? Ja, genau. Da bin ich raus. Da bin ich raus bei dem Globuli-Scheiß. Und also allgemein, ich weiß nicht, dieses ganze Heilpraktiker-Getue, da bin ich ein bisschen. Ich weiß es von der Ex-Freundin, die war dann beim Heilpraktiker. Und wenn mir die dann nach ihre Behandlungen verzeiht hat, hat auch die müssen dir mal Schein geben. Kriegst du so eine Box gestellt mit lauter Flaschen und du weißt, was drin ist. Jetzt nimmst du 3 Flaschen, ja, aber ich weiß nicht, was drin ist. Das ist wurscht. Dein Körper weiß intuitiv, wo das, was er braucht, drinnen ist und das nimmst du dann Das ist ein automatisch. Heilpraktiker oder Zauberer. 50-50. So. Ein bisschen was von beiden scheinbar. Miraculix. War echt so ein Na, Obelix, du Schwachsinn. kriegst nichts, du stellst dich hinten noch. 150 € pro Sitzung, glaube ich. Also Was? Ja, kriegst du nichts in der Kasten. So. Nein, null. Das ist, und dann die Auspendlereien oder so, das war dann teilweise so pendelt man aus. Ja, das sind ja aber ganz krasse Beispiele. gell? Schluckt die jetzt mit Ja, dem ich würde sagen, da teilen wir ja auch Erfahrung mit diesem Pendeln. Da haben wir schon mal gependelt. Nein, aber eine Dame, die wir uns teilt haben. Achso. Von der redet ja gerade. Ja, das haben wir dann gedacht. Das sind wir ausgependelt, ja. Wir haben uns die Dame geteilt und durch ein Pendel haben wir geschaut, wie es kriegt. Ja, ich hab's Also, gedacht. ja. Stehen Bilder in meinem Kopf. Aha. Ich teile viel zu viele Sachen mit dir. Wahnsinn. Wahnsinn, das muss auch hin. Nächstes habt ihr gleich einen Eiskalender wahrscheinlich. Ja. Okay, nächstes Mal holen wir zu zweit und haben mit Zipfel gestellt. Haben mit einer Schnur hängen wir dann so zusammen. Gottes Willen. Ja, bist du noch neidisch, weil du nicht mit anhängen willst. Massiv neidisch, ja. Dein Hund hat nicht mit anhängen. Rote Rakete. Gehst du ins Mann? Schlaft ganz sicher ruhig. Ja, bis er schnell am Hoden hat. Ja. Mir wundert es mehr, dass man in Cannes in der Gegenwart schlafen kann. Ja, kein Hoden mehr deswegen. Ja, ich? Vermutlich. Aber eigentlich eher der Hund. Also, ja. Du hoffentlich auch noch bei Weihnachten. Schön, der Kameraschütze schon Ich wieder. wollte gerade sagen, da hat sich jemand verabschiedet aus der Runde. Schön, dass du dabei warst. Das heißt, das waren schon wieder 30 Minuten. Leck mich am Arsch. Nein, 20. Doch? Nein, 20, stimmt. Klar stimmt's. Alles, was ich sage, stimmt. Nein. So? Ich Nein. bin wieder Trump, ich darf nicht mislegen. Du bist wieder Trump. Von die Hoher So los. Oh, leck auf das Wort, dass du irgendwann im Winter also da stehst. Das ist geil aufstehen. Und dass ich orange Gesicht wird. Ja. Und das wird man dazu auch schon schießt. Wie schaut es denn heuer bei euch aus Weihnachten? Habt ihr euch was Schönes gewünscht? Steht auf der Wunschliste. Wir fahren nach Wien am 20., 21., also das Wochenende vor Weihnachten, das haben wir uns gegönnt dieses Jahr zusammen. Dann auf ein Weihnachtskonzert von Wanda und dann, Vom Wander. dann gehen wir in die Stadt. Also direkt wann am? Ich glaube der 20., 21. das Wochenende vor Weihnachten. Also Ja, aber vorher darf ich nicht singen, das bin ich unglück. keine Ahnung, abergläubischer Heilpraktiker-Typ. Wärst du schon schon, wenn du am Weihnachten mit dem Runddreher in der Notaufnahme sitzt? Du hast jetzt eine Voodoo-Puppe auf mich fertig, oder? Da ist wieder ein Nölke. Da sind 3 drin und ihr habt jetzt schon 2 gehabt. Wow. Ja, Alle guten Dinge sind 3. Alle guten Dinge sind 3. Ja, das ist vorsichtiger, Digga. Ich glaube, ich brauche einen Sieg für den Scheiß. Aber was Gescheites hast du jetzt praktisch nicht gewünscht. Nein, Okay. was kriegst denn da du? Wahrscheinlich nichts. Hallo, ich wohne neu, da sind wir was schenken. Man kann es wahrscheinlich. Weihnachtsmann. Man kann es irgendwo hinscheißen, wahrscheinlich. Hat er dir auch geschrieben, was er sich zu Weihnachten wünscht? Mir ist er die Woche voll auf den Sack gegangen. Dann Hallo? schickt man Nintendo-Link so. Das möchte ich haben, das möchte ich haben, das möchte ich haben, das möchte ich Das waren haben. gerade für 18 Sachen. Also. Ja. Das kann man schon mal unter Freunden schenken. Okay. So cool, die haben nämlich jetzt einen Porzellanteller bei extra im Nintendo Shop drinnen mit Mario, Luigi, Toad und Peach.
Und dann hat er gesagt, wenn ich kriege, dann hängen sie mal an die Wand und wie früher die alten Leute, die Oh, an der Wand stimmt, hängen. ja, die haben so Tisch, in der gleichen Optik Tischdeckchen. Du brauchst einen Fliesentisch dann aber. Ja, die brauche ich dann auf alle Fälle. Dann Ja, Tischdeckchen dazu. Und dann noch einen One-Up-Pilz und einen Raubenpilz als Salz- und Pfefferstreuer. Stark. Aber alles ja wieder hochwertig, also nicht so Plastikdreck wie die scheiß Mario Party-Teller, Ah. sondern Porzellan. Ja, und dann waren die auch nicht Geschirrdücher oder Schürzen oder irgendwas, war doch auch noch dabei. Tischdecken. Ja, aber außerdem war auch noch was, glaube ich. Es war eine ewig lange Liste, was er mir da geschickt hat. T-Shirt. Ja, T-Shirt. T-Shirt. Ja, ich weiß irgendwas. T-Shirts. Habe ich eigentlich schon erzählt. Die habe ich schon Du hast geschrieben. was verschickt, oder? Ich war letztes Mal beim Burger King und habe Fettes gesehen, hoppala, ganz klar auf der Bestelltafel ganz rechts oben steht, Welchen hast du noch? irgendwie steht, gibt es jetzt One-Piece-Menüs. Und mit jedem One-Piece-Menü kriegst du ein T-Shirt dazu. Haben wir gedacht, geil. Mit jedem Menü. Genau. Aber kostet noch 5 mehr, oder hast du gesagt? Also Jungs, Ja, warte noch. Warte noch, du willst das nicht. Nein. Stellst du da, dann gibt es einen Raffi und einen Sanji-Burger. Und ich habe mir einen Sanji-Burger bestellt, mit einem T-Shirt dabei. Das kostet dann halt statt, weiß nicht, was 11 Euro oder so normal kostet, dann kostet es 18 Euro. Und das ist noch okay. für ein T-Shirt sind das so, weiß nicht, 5, 6 Euro mehr oder so, Ja. das passt schon. Kinderhände. Wobei ursprünglich eigentlich nur den Burger wollte, aber dann haben wir gedacht, da ist schon. Und dann haben wir gesehen, das schaut gar nicht schlecht aus, das ist ein schwarzes T-Shirt, da ist einfach nur das One-Piece-Logo drauf. Passt. Und der Hut Simpel. ist praktisch wie ein Burger, Genau. so Sesam drauf. Dann habe ich das gekriegt und dann bin ich abgefahren. Dann haben wir es angeschaut und aufgepackt. Na, verdammt. Auf dem bläden One-Piece-Logo ist auch nur ein Burger King-Logo drauf. Naja, 3 so, oh mein Gott! So ein fetter Aufdruck hinten drauf, überall steht Burger King. Also der Raffi liest einen Burger, der andere kocht einen Burger King. Kannst du nicht sehen. Das ist furchtbar. Das ist so bitter. Ich habe mich so gefreut. Und Vielleicht wird es so was wert. Das kann ich mir vorstellen, ich möchte ein Burger King-T-Shirt. Aber das hat es tatsächlich in deiner Größe gegeben. Also das ist jetzt M&L hat's nicht. gegeben. Okay, ich bin eh raus. Ich brauche 3. Also, ich weiß nicht, vielleicht gibt's Für jeden Arm ein M und im Körper nur ein Aber wie L. gesagt, die haben verpasst nichts, die Energy. Wie waren die Burger? Ja, aber überraschend gut. Der hat so Senfsoße drin gehabt, die war stark. Also Jungs, Aber den gibt es halt nur mit T-Shirt. Dann kannst du das nicht ohne T-Shirt kaufen. Du musst immer 18 Euro zahlen. Also du kannst das Menü gar nicht so kaufen, du musst das mit T-Shirt kaufen. okay, das ist aber richtig geil, die Verarsche. Das ist halt Marketing. Ganz schön Nazi. Ja. Ja, dann werden die Burger an mir vorbeigehen. Ist eh gescheiter, aber Es kommt drauf, wo ich lese mir nochmal durch und dann überlege ich. du kannst dir die ob ich- T-Shirts noch anschauen, die er hat. Ich sage dir dann gerne, das ist Dann nicht kannst schick. du entscheiden, was Hast du mehrere T-Shirts oder was? Nein, eins. So war das nur eins. Kann man doch nicht für 40 Euro. Es hat auch schon, es waren jetzt 3 T-Shirts oder so. Nein, es war immer das Gleiche. Ah, wow, ist das so hässlich. wundervolle verschiedene Stellen. Ist das hässlich, ja, unglaublich. Wie, sowas kannst du zu Weihnachten wünschen. Unbedingt. Krieg ich was von dir zu Weihnachten? Ja, das T-Shirt. Bring die um. Du hast immer noch mit deinen 2 Geschenke von mir da rumstehen, die hast du nie mitgenommen. Ja, die darf ich mal halb mitnehmen. Ja, Ist das ein- spät. Ist das ein undankbarer Wichser, gell? Wie gesagt, hat er mir den Nintendo-Link da geschickt. Das ist ja sowieso eine Frechheit, muss ich noch sagen. Weil es kriegst von mir eine kleine Kleinigkeit. Okay. Es kriegst von mir ein Weihnachtsgeschenk. Ja? Ja, das hat er mir dann auch gesagt, weil zuerst habe ich gesagt, so, halt doch dein scheiß Maul, warum soll jetzt ich einen Haufen Geld ausgeben, wenn du mir nicht schenkst? Dann ist er mit dir hergekommen, ja, aber er schenkt mir ja was. Dann hat er gesagt, ja, wahrscheinlich irgendein so 5-Euro-Scheiß, den du irgendwo im Vorbeigehen mitgenommen hast. Dann hat er gesagt, nein, er hat sich tatsächlich Gedanken gemacht und ein wenig Geld ausgeben. Okay. Ja, und dann haben wir gedacht, okay. Dann haben wir gedacht, okay, dann mache ich mir auch Gedanken und überlege mir was und dann bestelle ich ihm halt Aber was er aus. hat nicht abgenommen, die Gedankenmacherei. Schick ihm auf von links und er sagt, ich hab dir was anderes bestellt. Du Fotze! Brauch ich nicht! Schmeiß ich sofort weg, wenn du das gibst. Ich traue ihm nämlich nicht, also habe ich jetzt selber wirklich einen Krampf gekauft. Haben sie ihm sogar geschickt. Jetzt, seitdem der Name der mir. Ja, weißt du, das ist selbst an Weihnachten, wenn du dir was wünschst und jemand schenkt dir dann was anderes. Das ist Weihnachten. Das ist ein Scheißtrick. Sehne Leute, die kriegen Weihnachtsverbot sollten nicht kriegen. Die sollten nicht mehr Weihnachten feiern dürfen. Das ist bitter. Das Ich habe mir sogar richtig Gedanken gemacht, weißt du, weil es fängt ja wieder an Jetzt mit da einem. abgenommen, dieses Gedankenmacher. Was machst du? Ja, jetzt haben wir doch jetzt die One Piece Karten. Ich habe mir gedacht, ich schenke ihm einen Ordner. Ich habe den Überblick irgendwann verloren, was alles zusammen. Ja, Ja. schenke ihm einen Ordner, kann ich seine Folie nicht da, kann ich One Piece Karten nicht da. Ja, im Nintendo Shop ein Ordner von Nintendo Super Mario im Katzending. Aber das kombiniert alles. Er steht auf Katzen, er steht auf Mario und
Kannst du eine Karten nicht da? Wenn da drin einkaufen, Ich das war das bin noch allerletzte drum, was man bestellt hat. Das allerletzte. Eher dann immer nur den Frauen-Peach-Pullover kaufen, bevor ich mir diese Scheiße kaufe. Ich bin aber super Freund, oder? Wir haben mir richtig Gedanken gemacht. Na, super Freund, was wenn du von meine Links hergenommen jetzt, du Schwanz. Ich bin so enttäuscht, das Weihnachten wird das Schlimmste, was ich mir selbst gebracht habe. Das wird das schlimmste Weihnachten aller Zeiten. Und dein Geschenk scheiße da noch rein. Ja, was hast du denn, du Pisser? Gott, oh Gott, oh Gott. Oder haben wir die obligatorischen scheiß Duschsets, die man immer geschenkt hat. Da wäre irgendwann mal sagen müssen, mein Mann war da so, da haben sie doch immer bei Müller gezogen, dann über die abbackelt. Ja. Und meine Mama und meine Schwester waren so, oh, das nehmen wir noch mit und so, das kann man noch dazu tun. Natürlich kann man es noch dazu tun, aber ich hab Duschutensilien, ich brauche das nicht. Normalerweise braucht man nicht, vor allem wenn es dann so normal anwählt, ja, Wachsding oder so. Und ich bin halt in der Regel so du hast sowas noch nie gekriegt? gewohnt. Ich glaube nicht. Also wir wissen es jetzt nicht. Der Seppi hat anscheinend wirklich eine viel schönere Kindheit gehabt als wir. Und da ist ja einfach gewusst bei ihm, dass er nicht auf Duschen geht. Das ist halt Duschen, wo er rausgeht. So Dusche des kleinen Mannes ist das. Ja, du hast wahrscheinlich dann nur Dios jetzt gekriegt. Ja, das haben wir so gesagt, jetzt muss ich mich wieder mit der waschen, dann stinke ich wieder nach was anderem, wo ich gar nicht, wo ich gar nicht rühre. Das versaut mir einfach so einen Alltag dann. Ja, Wahnsinn. Schießt das nicht? Nein, das sind wirklich das sind Kämpfe, die man da ausdrückt. Nein, das ist meine Wunsch. Gönnst du noch? Gönn dir du das letzte Ich hätte so gerne den Stern essen, aber ich weiß, dass ich es bereuen werde. Du möchtest den Stern Werde essen? das aus Zucker ist. Du es? Nein, Ist nicht so, Kim. Gottes Willen. Das machen wir. Wir kommen. Das Wir machen haben ja wir. noch was offen. Ich wollte gerade sagen, aber erst noch, ich habe halt auch noch ein kleines Spielchen habe ich halt noch. Und wer das Spiel verliert, der muss den Stern essen. Aber es gibt doch 2 Verlierer, oder? Wer so einen Krassern verliert. Was? Wer sind Gatten bekommen? Und wer beurteilt das? Ja, also wenn wir es dann spielen, dann sechstes. Ja, was spielen wir so eben? Ja, wir brauchen da dazu wir müssen dann auch kurz mal die Location wechseln, wir brauchen ein bisschen auf dem Los. Und darum habe ich gesagt, wir brauchen irgendwas wie einen Besen oder Wischmobil, so eine Stange oder so. Das wird ja die krasseste Weihnachtsfolge überhaupt mit 3 Locations. Das wird irre, Alter. Das sind Was wird denn da schon sein? Die Location sein dann? Also ja, einfach kann man da, Kamera die Fläche davon brauchen wir dann einfach. Ja, genau. Okay. Weil ich würde sagen, an diesem Tisch gibt es nichts Erwähnenswertes mehr. Ja, wir haben alles so durchgenudelt. Alles durchgenudelt. In 2 Stunden wird noch mal was durchgenudelt. Dafür habe ich mir Schnee drauf. Ja, die haben so weh. Wir tun uns jetzt gleich selber weh. Dann sehen wir uns nämlich gleich bei der nächsten Location und dann kommt ein krasses Spiel. Und sollen wir jetzt noch schnell auszählen von die Game Awards? Was? Ja, Ach so. die Tabelle dann schnell holen. Weil dann organisierst du dabei die Tabelle. Ich google uns dabei die Sieger her. Okay. Und dann, Aber wir müssen vorher festlegen, was dem passiert, weil sonst ist ja blöd, weil dann hinten wir dann. ja, überlegen wir uns noch was. Okay. Finden wir schon noch was. Dann muss halbe Bier exen. So was richtig. Vom Doppelbock. Geht ja Eine physikalisch. Dosen Faxe. Schwarz. Eine schwarze Dosen Faxe müssen wir stechen. David. Ja. Das ist inzwischen ein Jahr her und ich habe immer noch kein Bedürfnis, was zum Trinken. Hol jetzt hörst du mal die Liste. Gut, dann wechseln wir die Location. Ja, jetzt sind wir wieder an der 3. Location. Also ihr seht, wir sind halt richtige Location-Hopper. Das ist irre, das ist eine irre Sache. Anstrengend wie Sau. Das ist brutal, ich schwitze wie eine Nutte in der Kirche. Das liegt an dem scheiß billigen Bulli. Das kann an meinem fetten Ranzen liegen. Das ja. Im letzten Talkthrough haben wir ja Wette angefangen, der liebe Herr Seppi und ich. Und haben gesagt, haben geraten. Du weißt schon, dass du verloren hast, oder? Ich weiß noch gar nichts. Haben geraten, welche Game Awards an wen gängen. Und wir brauchen nur, eigentlich wollten wir ja eine Strafe festlegen lassen über euch. Lassen, ja. Haben wir vergessen. Also müssen wir uns jetzt selber schnell eine überlegen, für den, der verloren hat. Was kann der Verlierer machen müssen? Ich würde sagen, Tasse Zimt-Tee trinken. Was? Was? Bestimmt ganz greislich. Ich war immer nur dafür, dass einer von euch 2 dann eins von den Doppelbock-Bier ext. Da bin ich nämlich raus, weißt du, ich bin Fahrer. Du musst halt immer fahren und du musst halt immer fahren. Ich mag mich nicht übergeben. Das soll ja eine Strafe sein. Aber die kann man aber nicht exen, das ist ein Weißbier. Natürlich kann man Hast du Weißbier Weißbier exen. Nein. Dann geht's nicht. Natürlich geht das. Dann geht's nicht. Wenn ich nicht fahren müsste, dann ist es schnell vormachen. Tornado. Man kann alles exen. Was machen wir denn für eine Strafe?
Hast du scharfen Senf da? Nicht so scharf, dass es irgendwas ausmacht hat. Ich habe gesagt, ein Esslöffel scharfen Senf. Wasabi habe ich da. Oh, hast du Wasabi da? Wasabi-Paste, ja. So, der Verlierer muss einen Teelöffel... Schnupfer! Nein, Doch! ich schädige meine Nasen schon nur am Ein Wochenende. Teelöffel, glaube Meine Nasenscheide waren das schon durch, also bitte. Ein Teelöffel oder ein Esslöffel Wasabi-Paste fressen? ich. Teelöffel kommt mir ein bisschen muschimäßig vor. Ja, dann ist ein Esslöffel Wasabi-Paste. Das ist insgesamt. Ach Gott. Okay. Also das ist den Sternfressen schlimmer. Ach stimmt, den haben wir ja auch noch. Ja, Ja, der das ist dann für die das nächste Spiel. Strafe. Das ist dann fürs Okay, nächste Spiel. okay. Weil ich habe noch eine Kleinigkeit dabei, Oh Gott. die unsere Beweglichkeit unter Beweis stellen soll. Also, du musst nur die Kategorie vorlesen und Genau. ich sag dir dann, ob du verloren hast. Game of the Year. Astrobot-Winner. Du musst irgendwie mitzählen, wer die meisten Punkte hat. Okay, ja, mach ich. Das kriege ich schon. Astrobot-Winner hab ich gesagt. Du hast Fotze. scheiß Elden Ring gesagt, Verlierer. Okay. Best Game Direction. Ja, Wieder Astrobot. ja, haben wir beide Elden Ring gesagt, der Elden Ring hat alles verloren. Besten Narrative. Mhm. Metapher, Ja, Refantazio. dann haben wir beide Hellblade 2 gesagt. Best Art Direction. Wieder der Metapher. Ja, haben wir beide Elden Ring gesagt. Best Score in Music. Final Fantasy 7. Der habe ich gesagt, oder? Das hast du gesagt. Das hast du gewonnen, das Lied, du lügst. Nein. Alter. 1-1. Ja, Best Audio Design. Ja, Senua Saga. haben wir beide Silent Hill. Best Performance haben wir, glaube ich, nicht mitgemacht, gell? Nein. War aber auch die von Senua Saga gewesen. Innovation and Accessibility Haben wir nicht. haben wir nicht gemacht, da war es Prince of Persia, The Lost Crown. Das ist geil, ja. Aber habe mich gewundert, dass das in Accessibility. Ja, so viel wenn kannst du doch gar nicht einstellen. Ach doch, du kannst eigentlich alles einstellen. Du kannst Echt? sogar einstellen, dass du quasi diesen Rätselpart nicht machen musst, sondern rumfliegst und so. Ach so, da habe ich mich nicht mit auseinandergesetzt. Games for Impact, das glaube ich haben wir dabei, oder? Das haben wir. Da hat Never gewonnen. Das haben wir natürlich beide nicht. Du hast Life is Strange und ich habe Hellblade 2. Best Ongoing Game, haben wir das genommen? Nein. Da war es Helldivers 2 gewesen. Best Community Support haben wir, glaube ich, auch nicht gemacht. Nein. Da ist es Baldur's Gate 3 gewesen. Best Independent Game, Das haben wir. Ballatro. Ja, haben wir beide Animal Well. Best Debut Indie Game, Ballatro. Haben wir bei ein scheiß Kartenspiel. Was soll denn das? Haben wir beide Plucky Squire genommen. Und Best Mobile Game haben wir, glaube ich, nicht gemacht. Das ist aber auch Ballatro. Best VR Game haben wir dann, glaube ich, auch nicht gemacht. Da war es Das hätte ich gewonnen. Batman Arkham Shadow. Best Action Game, Black Myth Wukong. Best Action Best. Ja, genau. Das haben wir beide. Haben wir beide genommen. Yay! Best Action Adventure Game, Astrobot. Ja, wer hätte das gedacht? Das hast du gesagt. Echt? Du hast das genommen. Wow! Oh, Seppi, 3-2. Best RPG, wieder Metapher. Ja, haben wir beide nicht. Best Haben wir beide Fighting Game? Elden Ring. Best Fighting Game war Stich. Das war Das Stich? zählt unter Umständen nicht. Was hast du gemacht? Da ist Tekken? Ja, das hätte ich. Okay. Also du hättest einen Stich bei Gleichstand. Best Family Game, Ja, Astrobot. das habe ich. Ah! 3-3. Best Sims Tragedy, das haben wir glaube ich auch auslassen, Ja. da war es Frostpunk. Best Sports haben wir glaube ich auch auslassen, da war es EA Sports FC 25. Best Multiplayer Game, haben wir das drinnen? Best Multiplayer haben wir drin, ja. Das ist Helldiver. Habe ich natürlich. Ah, fuck, Alter. 4-3. Best Adaption ist Fallout. Ja, da haben wir beide auch kennen. Most Anticipated Game, GTA 6, Ja. klar. Content Creator haben wir weggelassen, das war der KSO gewesen. Best Esports Game haben wir weggelassen, da war es League of Legends. Best Esports Athlete ist Faker, haben wir auch weggelassen. Best Esports Team haben wir weggelassen. Okay, das war's dann erst. Und da war aber nur. Players Choice Award haben wir. Genau, aber der ist jetzt da. Jetzt pass auf, ist der Players Choice Award. Ist Kack-Eumel. Googelt man halt. Selbst wenn du den jetzt gewinnst, hast du trotzdem verloren. Ja, weil weil ich- Stechen gegangen. Ja. Bastard. Players. Es hat wirklich Herzlichen gedauert Glückwunsch. 8 Jahre oder sowas, dass ich meine Wasch kriege. Ja, ich bin immer nur 2-1 vorn. Ich habe nämlich die Oscars und das Wrestling gewonnen. Scheiße, haben wir das aus. Ah, fuck, die mag noch. Okay, ich bin schon ein. Schauen wir mal, was das da war. Also in Zukunft braucht man, glaube ich, irgendjemanden, der wo Maske macht und Puder, weil du glänzt wie Reisbahn. Ich schwitze wie das Sau. So, jetzt sagt mir, wer die Players Choice Award ist. Hund schüttel ich nicht. Content Creator, bla bla bla. Geh mir auf den Sack. Geh mir auf den Sack. Game Changer. Players Choice Award war Players Voice hat er dann gekostet, oder? Ja, Das ist Wukong. da, ihr habt Astrobot und du hättest Fortnite. Leider, Aber- leider. Verloren.
Leider. Aber erst Bester Seppi auf Welt. machen wir das andere Spiel für euch. Dann vielleicht muss ich 2 Strafen machen oder mitteilen wir uns. Boah, das hat mir so gefallen. Das war schön. das war jetzt bloß nur die Reihenfolge, wo es jetzt noch schlimmer war. Aber ich glaube, zuerst war Sabi, dann den Stern fressen. Oh ja. Das war, Zuerst Stern, weil Wasabi macht da alles weg. Das ist so, das übertüncht dann den Geschmack. stimmt. Dann schmeckt dann den Stern gar nicht mehr. Jetzt reiben wir alles. Jetzt nicht nur Bäume. So. Schieß sogar mit bewegter Kamera. Diesmal, also Kamerafahrt haben wir jetzt auch dabei in unserem Video. Das ist bestimmt ein Druckklick. Das ist richtig, richtig. Ich habe nämlich das letzte Mal ich hab, versucht, wieder ein Spiel zu finden, aber wenn du googelst nach Spielen, dann ist das ist die Hölle. Ich finde es nur scheiße. Gefällt es gar nicht, dass du mit einer Stange rumläufst. Deiner Frau gefällt das schon. der war schon wieder so primitiv. Der war super. Also, das war eine Challenge zwischen Mann und Frau und das ist etwas, was anscheinend eine Frau eher kann als ein Mann. Man muss sich das Ding so hinten tun Ja? und dann muss man schaffen, dass man sie, also dann hält man sie hin und dann muss man schaffen, dass man sie auf den Bauch legt und wieder aufsteht. Ja, bitte fang an. Nein, ich bin für die Kamera erstmal zuständig. Das ist eine So. Belohnung für die ganzen Zuschauer, die bis zum Schluss Genau. da bleiben sind, dass wir uns nochmal Jetzt muss richtig ich- blamieren, oder? Hinknien auf den Bauch legen und wieder zurück. Genau. Und du darfst deine Hände mit hernehmen. Das kann doch kein Mensch. Da fliege ich doch voll auf die Fresse. Mach das. Der darf hinten nicht hernehmen. Na natürlich. Genau schon. Das zählt auch nicht. Warum? Du musst vom Bauch laufen. Ich bin gerade voll clever. Ja, clever geschummelt. Sims, wenn du wirst, auch nicht helfen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh, ihr schafft, ihr schafft. Ich habe meine Kniescheiben ausgekriegt, glaube ich. Ich bin ein voll der Gewinnertyp. Zähne Respekt. braucht man nicht alle, glaube ich. Ja, du mal nicht. Ich spitze jetzt echt so wie die Seite. So, next one. Das ist wunderschön ausgehört. Ja, so zauberhaft. Oh Gott. Das Healing ist so base. Du legst einfach unten eigentlich aufs Gesicht. Ja. Der Brüder. Ich wollte gerade sagen, aber Brüder, aber bitte. Jetzt darf ich mal dickere Mützen wünschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Unterlauf für die Knie war auch nicht schlecht. Ja, das ist eine Sau eh. Oh Gott. Lass dir einfach vor. Ja. Okay. Ohne große Schmerzen schon mal abgeschafft. Das ist schon mal. Ganz andere. Sind wir Kinder. Und jetzt gehen wir mal. Voll mal den hinter ein. Seppi, wie hast du das gemacht? Das war der Wille. Das Wille, das auch nicht verlieren wollte. Das wird sich durch. Den hätte ich auch. Sepp ist einfach der Beißer. So weh, und normalerweise will ich das auch nicht mehr wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Seppi, du darfst mal wieder Staubsaugen. Das hat sie jetzt gerade erledigt. Ja. Zieh noch. Zieh gern. Jawohl. Gut. Das ist der richtige Weg. Ich glaube, ich gebe ihm das gleich. Da der von der Kameramann spielt, der muss dann ein bisschen Gratuliere. holen. Gut gemacht. Gut gemacht. So, So, lass mich jetzt einfach vor jetzt umfüllen. jetzt verdient er seinen Stern. Ja, den wird er 100%ig kriegen. Ich hab verwachsene Bandscheiben. Ja, für was gehst du ins Fitnessstudio und trainierst? Ja, das trainiert man. Was ist denn hier? Der hat daheim schon trainiert, der Wichser. Schau dir das an. Das wisst ihr da, er hat das Spiel hergebracht. Ist. Ja. Nein, hat. Hier mein Trainer. Kann mich nicht. Klarer Sieger. Das ist ernüchternd. Klarer Sieger, würde ich sagen. Das ist klarer Sieger. Hallo, ich war am schnellsten. Niemand hat jemals gesagt, dass der gewinnt, der am schnellsten ist. Ja, ganz klare Sache. Ganz klare Sache. Also, das ist die Frage,
wie wir es machen, wäre so elegant nach was entscheiden. Wir drei entscheiden wir das. Wer von uns drei verliert? Weil wir jetzt gesagt, wenn Ich werde ja niemals von anderen entscheiden, wie mich selber. Nein, das Video, wenn ich anschaue, wir können jetzt gehen nach Länge, wie lange das gebraucht hat, oder nach Eleganz. Da war ich im Nachteil. Bei der Eleganz auf alle Fälle. Da hat einfach sagen, wir stimmen ab, oder? Nein, da bin ich nicht. Also ich würde sagen, wenn man es, also wie gesagt, ihr könnt zumindest aussagen, Eleganz oder Länge, die zwei Sachen können wir euch entscheiden. Aber es wurscht, ich habe in beiden gewonnen. Du wirst aber auch Ich wollte gerade Nein, sagen, ich schwör's bei meinem Leben, ich habe nicht geübt. der hat ja niemals irgendwas glaubt. Ich bin schwör's, auch so das ist wenig. scheißegal, das von Idioten, nur die Stange. Also, Länge oder Eleganz? das Problem ist, er gewinnt bei allem Ja, also nein. Was wolltest du da für ein Kriterium? und du verlierst bei allem. Ja, das kann ich unmöglich mitspielen. Ja, also Stein, Schere, Papier. außerdem, wer hat gesagt, dass du die Regeln vorgibst? Du hast die Spiel gebracht, du hast heimlich geübt Nein, Leute, und jetzt darfst du auch noch die Regeln. Die Fans wollen jetzt das sehen, dass oder vielleicht zum Stern. Nein, nicht zum Stern. Also entweder Eines. Scheidepapier oder Münzentscheid. Aber Oder wir heben diesen Stern auf und lassen es in die Kommentare entscheiden. wir heben wir diesen Stern auf. Ich habe noch mal ganze Tüten, also man kann es schon auch vielleicht. Nein. Wir fangen das Graben auch noch. Ja, Bis die genau. Folge aus, kommt die Folge, kommt das in einer Woche oder Ja. so. Also, ich werde jetzt halt mir keine Schimmelpilzvergiftung holen. Aber dann machen wir es so. Gute Idee. Es wird ein frischer Stern gegessen, das auf alle Fälle dann vor der Kamera. Oder dieser, ich versuche mich noch durchzusetzen. Können wir da eingefrieren? Wir können mal beobachten, wie das entwickelt, wie das sich verhält. Und jetzt darfst du in die Kommentare einschreiben, wer gewonnen hat in dieser Ausführung. Ich glaube Und auf die alle Fälle, dass er Kriterien beschissen hat. Diese Kriterien warten halt dann, keine Ahnung, Coolness. Oder Sympathie. Ich sag, dass er beschissen hat, also für mich ist der Verlierer eindeutig. Ach, jetzt habe ich auf jetzt mal. So, jetzt brauchen wir, wie viel gleich wieder? Einen Esslöffel Einen Wasabi-Paste. Esslöffel. Stimmt, das haben wir ja auch noch, genau. Esslöffel Wasabi passt. Das passt, ich habe nämlich Ich wollte schon im Verabschieden. Ich habe nämlich Hunger. Eieiei. Jetzt glaubt sie, dass ich so schon schwitze wie eine Sau. Dann muss ich den Scheißdruck machen. Ausgequischt ist jetzt übrigens auch noch nicht stirn. Und jetzt muss ich Vielleicht auch- Wasabi-Paste essen. Feucht ausgewischt. Ja, ich weiß nicht, ob der Boden überhaupt so viel Wasser vertragen. Sollen wir einen Eimer holen oder was? Nein, so schlimm wird das nicht, oder? Oder? Das ist ein Esslöffel. Jetzt sag's einmal, dass ja alle sehen. Das ist ein Esslöffel. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel Paste, dass ich den voll machen kann. Aber du ein Telefon nicht mehr sehen. Alter, boah, das wird so viel. Mach die Tuben leer. Komplett leer. Mit dem letzten Rest, der wo seit einem halben Jahr hinten drin sitzt. Ja, ich habe ja viel Schaff gemacht. Schade. Da werden wir hinter mir ausschauen mit der japanischen Flagge. Ja, das wird unangenehm. Die gute Paste. Verschwingen. Sau teuer ist. Gut, dass wir ausgemacht haben, dass man einen Löffel voll ist. Kommt jetzt eine Kamera, das ist nicht sehen. Und denkst du, wie ich schwitze? Ja. Lass mich nicht her. Einen ins Maul. Boah, lecker. Oh, Wasabi ist ja, ich liebe Sushi. Wasabi ist immer das Einzige, was ich weglasse vom Sushi. Bleib in der Kamera! Ja, gar nicht. Boah, das ist eklig. Das ist nicht mehr die Schärfe, sondern das ist wirklich Geschmack. Ja, nehmen wir alles erwischt. Boah. Da ist sogar noch was drauf. Boah. Boah, das ist kein normales Wasabi gewesen, das schmeckt doch scheiße. Wasabi-Paste. Oberschlecker. Nein, auch wieder. Also wirklich, die Schärfe ist überhaupt nicht das Problem, aber der Geschmack, das ist kein normales Wasabi, das ist so 100 Gold. Wieder Gren ein bisschen. Oh, ich brauche was zum Nachtrinken. Gib mir mal so, gib mir mal so einen Schneider-Doppelbock. Oh. Ist das, ich hätte lieber den Stern gefressen. Die ganze Zeit. Ich will gerade sagen, das stellt sich in 1,5 Wochen raus. Den nehme ich dankend an. So, das war's heute. Haben wir's, oder? Das war's heute. Wir sagen mal danke für alle, die zugeschaut haben. Vielen lieben Dank. Ja, Hat nur 4 Stunden gedauert. Wer hätte das gedacht? aber wir Ja, haben uns tatsächlich gesagt, 4 Stunden. Wir haben uns richtig Mühe gegeben. Ort, Location-Wechsel, Kocher, Umrühren.
bestrafen. Sport, 3 Kameras, von denen 2 ausgefallen haben. Ja, also es war wirklich, wir haben keine Kosten und Mühen gemieden. Ja, Sagen wir es so. können wir auch machen. Wir sind zu sehen, wie durchfreund mit dem Scheiß Wasabi. Das ist ekelhaft. Ja, drei Kameras, 6 Mikros, 6 Mikros, 2 Handys, 2 Laptops, 18 Beleuchtungs... 3 Idioten. Sachen. Das Ergebnis wird nicht so gut sein, dass ich das zuhöre. Glaube ich auch nicht. Aber ihr wisst es ja, Weihnachtsspecials sind immer ganz toll. Und sie war dieses Jahr auch wieder ganz toll. Also danke fürs Zuschauen, danke fürs Einschalten. Kommentiert eben, wer hat diese tolle Herausforderung am besten gemeistert. Und Wer hat verloren? Hält's ein Schwutz Maul. Und schalt's wieder ein, wenn wir wieder irgendeinen Scheiß machen. Auf Wiederschauen. Gut, ey. Bis dann. Merry Christmas. Ciao. Feliz Navidad. Mehr da keine so. Ich auch nicht, ja. Nicolo Bum Bum. Wiederschauen. Malika Lika Laka. Auf Hawaii. Weißt du? Alles Liebe.